wenn ich schon wieder gelang, bevor ich überhaupt anfange. Wenn ich schon wieder gelang, bevor ich überhaupt anfange, Alter. Da, was ist da, das kann nur wieder, ich weiß nicht, was das wieder kann, geht da überhaupt schon was? Warum kommt da, nein, verdammte Schmiede. Kann nur wieder, warum höre ich mich selber halt dein Fotzen, du Trottel? Schmiedi! Harvey! Übrigens, der Bürger, Montag, 20 Uhr, natürlich. Hosenknopf oder was? Hab ich die Hände miteinander? Wie geht's euch? Warum schreie ich schon wieder so? Ich höre mich so fest so laut selber und schreie trotzdem wie ein Vollidiot. Ich weiß nicht, was da wieder los ist. Hab ich die Ehre an! Den Pickerick ist schon da. Der Leudel, der Blackballer, der Gärtner, der Weißbierschaum, der Motolauber, der Kantecker, der Sessia aus der Tom, der Forest Quarter, der Bugel, der Duschel, der Danny Dere, der Highlander, der Madonna, der Girgel, der Cord Ente und die ganze Twitch-Crew. Schau so. Die Twitch-Crew ist immer so 15 Sekunden vorher da. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Was zum Trinken. Fuck! Ich brauch was zum Trinken! Hört auf, Herr Bürger, auf geht's! LeBron und nebenbei Koher. LeBron, Alter, heute ist... Herr Bürger, vergeht's gut, Alter, Bussi aufs Nussi. Mr. Nothing, vergussi auf Bussi. Was? Wir sind hier. Auf geht's, LeBron und nebenbei Koher. Sag ich mir ein gutes Gelingen. Herr Nothing, Leute, chillen. RT-Bürger. AF Anschena Stream Ich hoff's. wieder. Hey, wirklich, bastel! GSD du gern AF Stoak Bierfester. Hashtag Nicht mehr. Mark Merz. Stockbierfester. Hackelberger. Scheiß Hackelberger. Nix Hackelberger. Haken ab jetzt. Hashtag Harken. Willst du einen Harten? Trinken einen Harken. Was ist das? Herr Stolzer, Der Wurst auf den Griabin Stream. Griebigen V-Stream. Hast du vertippt? Ich hab's genau gesehen. Herr Tanzender Wolf, vergeht's gut. Bussi aufs Nussi. Herr Nothing LP schreibt. Ich darf sie gerne lesen, Alter. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna turn around. You got Rickrolled now, right now. Das ist für Sam Crow Wife. Das ist Rickrolled. Herr Kantecker, vergeht's für den Zwickel, Alter. So, Leute, chillen. Was ist heute der Plan? Was ist überhaupt der Plan? Wie hat's Glück gesehen? Wie hat's euch taugt? Bis jetzt kommt's ganz gut an, glaube ich. Also bis jetzt, ich meine, der Zug ist abgefahren. Video kommt ganz gut an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist aber eh klar. Ja. Jetzt kommen wir vielleicht auch mal kurz sich drüber unterhalten, was ich... Habe der A wieder am Start. Schauen Sie hoch. Ja, und alle anderen geht's gut. Schauen Sie hoch. Spaß. Weißbier schlieb scharf. Scheiße, jetzt war wieder weg. Prost. Hashtag Bambus-Donate! Eigentlich sollte er eigentlich nur bei 1 Euro kommen, aber ich war jetzt bei 5 da. Ja, habe ich mit der Einstellung wieder verkackt. Aber nein, Leute, nein, nicht schon wieder mit den Goldrahmen nochmal anschmeißen, oder? Nein. Laute Blablabla, siehst zu viel und du weißt es, Blablabla. Alex, merci, was sollen sie? Ja, das ist zu viel, du weißt es, Blablabla. Der Twitch-Titel stimmt nicht ganz. Da kannst du recht haben, das habe ich halt verkackt. Ja, schon wieder. Hobe der alle Midanont an Schenmondo göbend. Schenguas aus Oberösterreich. Ich tue grad nebenbei so. Is FOI geil. Hashtag basteln. Hashtag bauen. Moment. Muss schnell den Titel ändern. So, hab geändert. Hab einfach irgendwas draufgeschrieben. Ist scheißegal. Austrian. To your heart, Bussi aufs Nussi. 40 Euro sind es fair und du weißt es, bla bla bla. Der Alex hat's gesagt. Alex, Hashtag, bla bla bla. Es ist zu viel und du weißt es, bla bla bla. Korrekt, Alter. Dankeschön, Alter. Dankeschön, Alter, an alle. Egal. Stolzer Löwe, Twitch-Titel stimmt noch nicht. Danke für den Hinweis. Hätte nicht einen Euro kosten müssen. Eigentlich sollst du mich da sitzen lassen und sagen, ja, dann lass doch den Titel, wie es ist. Wenn es der Volldepp nicht kapiert, dann hilft es sowieso nicht. Dann ist er hinterher bevor. Ist ja wurscht. Leute, Dankeschön. So. Jetzt passt auf. Scheiß Du lange Host, wenn's trapst. Was? Slayer. Zwinkern das Smiley mit für was du lange hast, wenn's rappst, Slayer. Oh Gott, das ist wieder... Oh Gott im Himmel. Oh Gott im Himmel, das ist wieder sehr hart eingefahrenes Metal da sein. Schene Drias aus Oberösterreich. Smiley mit Freudentränen.
Weil man darf natürlich nicht rappen, wenn man lange Haare hat. Da darf man durchkommen. Also, ich weiß es auch nicht. Man darf halt nur Metal spielen, wenn man lange Haare hat. Stell dir vor, da hättest du Glatzen rein. Geht überhaupt nicht. Mr. Cunt Hacker! Vergeht's gut. So, das war jetzt das letzte Mal, dass ich den Namen ausspreche, weil sonst taugt es wieder Strikes. Dankeschön. Alex! Ayoshi, die so. Mir hast du dir schon ganz zurück aus Niederbayern. Das ist egal. So, jetzt machen wir mal den Scheißdreck dazu. So, erstens, Phase 1. Warum klang es mir schon wieder, bevor wir überhaupt anfangen? Da wird schon wieder der Sine da gezeigt in meinem OBS drin. Ich hoffe, dass die ich schwör's dabei Gott, ich flippe aus. Wenn du da jetzt wieder eine halbe Stunde umeinander scheißen musst, bis der Mist geht. Ich flippe nur mal, ich weiß auch nicht, was dieser für ein Problem hat da. Mir geht's, dann geht's wieder nicht. Keine Ahnung. Dann! Ich hoffe, das Lied hat euch taugt. Wer es noch nicht gehört hat, habe ich gestern aufgeladen, findet es bei mir im Kanal drin, heißt, da bin ich daheim, gibt es dann natürlich auf Spotify und Apple Music und den ganzen Scheißdreck, was es selbst ist. Ab in die Dauerschleife, was es selbst ist. This helps a lot. Und natürlich das mir ausnahmsweise mit Video und ich habe ja schon ein bisschen so angekündigt, so holy shit, oder das war so abgefuckt für Arbeit, dass ich gekotzt habe. Herr Langenecke, was ist los? Der Griebürger, der 5R ist für Anberuhigungstee. Hob an Schena Stream und Azuba Liat Host gemacht. Das freut mich sehr, vielen Dank. Oh, schau ich aus, als da ich einen Beruhigungstee brauche. Mein Beruhigungstee ist der Stream da alle 2 Tage oder alle 3 Tage. Ja, wie wir am Samstag streamen, wir waren am Samstag da, wir haben am Samstag beigewohnt bei unserem super tollen, absolutären Pro-Gamer, wie soll ich sagen, Dark Souls Eskalationsstream. Das war gut. Das war gut. Hat mir gut gefallen. Also, das war so krass wie schnell, dass da vorhin beim 10 war. Leck mir am Arsch. Devil Deluxe! Entschuldigung, Devil Deluxe, wer geht's wieder zurück? Was? Ein Hoch auf den Vollbissquad und ein geiles Lied. Das freut mich sehr, Dankeschön. So, Video. Warum war das so viel Arbeit? Schaut eigentlich nicht danach aus irgendwie. Das darf ich so gerne erzählen, weil da habe ich jetzt, und dann gibt es noch eine zweite Sache dazu zu sagen, weil dieser Kommentar ist, ich glaube, der ist zwar bloß 2 Mal gekommen und das war der einzige halbwegs negative Kommentar dazu überhaupt. Seid schön, gell? Endlich HOSD mal checkt, dass Marseille an Chinesen aufpassen muss. Was? Iret aus Erfahrung, Hashtag Bambusdono Smiley mit Freudentränen. Hashtag Bambusdono, ab in den Chat. Ja, seid schön, merci dir. So, jetzt bei so was. Folgendes, was war so viel Arbeit da? Erst einmal Special Greets an den Steff, der die Fotos von mir gemacht hat. Haben wir Greenscreen aufgebaut, ich bin halt da umeinander gehampelt und er hat mich fotografiert. Da machen wir gleich mal ein bisschen Werbung für ihn, der hat einen Instagram-Channel. Da schauen wir jetzt gleich mal nach. Ich weiß seinen Kanalnamen nicht auswendig. Scheiße. Hör auf jetzt! Hochglotzen und Scheiße. SPUI Metal I her sofort auf. Weil die Iliato war super ist, du hosten Öl por Netsch. Du Zipfjadam. Aus der Steiermark. Mr. Hacker. Ich nenne jetzt bloß noch Mr. Hacky. Hacky Sepp. Hacky Sepp! Stop it now! Dankeschön! Und stell dir mal nur vor, du hättest irgendwo eine Tätowierung. Geht überhaupt nicht. Sei froh, dass du frei umeinander laufst. So. Jetzt pass auf. Der Typ heißt. Jetzt fix, ich finde ihn halt nicht. Finden? Ich weiß nicht einmal, wie er heißt. Natürlich weiß ich, wie er heißt. Ich weiß nicht, wie sein scheiß Instagram-Channel heißt. Kruzifix. Ich weiß nicht, müssen wir beim nächsten Mal. Bis ich den jetzt finde, geht die Welt unter. Was war das jetzt wieder? Der Lene ist Mitglied, war das wieder nicht angezeigt worden, mein Kruzifix. Nix geht! Nix geht! Warum geht denn mit nix? Kruzifix! Mortel! Vorstand! Du Hurenmaul von Vorstand! Warum geht die Scheiße immer noch nicht? Ja, bei uns weht man so. 555 Behinderung! Dann gehst du ins Telefon. Schreib am Mortel gefälligst der Boot sofort. So wie Schelwe. Au. Einmal im Bambus steh. Hashtag Bambusdono. Ich will einmal im Bambus. Das ist random. Das ist pure Absicht. Das ist pure Absicht, pure Geldgeilheit. Das ist absolut random. Da, Bambus random. Der GM Christian hat es geschafft, das ist mit der Bambu-Dono. Ich darf so gern was erzählen. Leid. Stefanie, danke schön für dein Zwickel. Geile Liade hat's gleich an nice Shirt Jam Jassen und mir ist fürs Mastdog. Niemand braucht sich bedanken. Ach, ich hab Kopf, Alter. Es war vielleicht so mittelmäßig schlau, sich das Telefon gegen Schild zu machen. Liebe Kinder, daheim nicht nochmal. How to nicht telefonieren, Alter. Merci, der Stoffel, merci, GM Christian, merci, Austrian Nome, merci, ich will auch mit Bamberg, merci. So, jetzt Donation Sounds aus. Es gibt ein bisschen was zum Verzeihen. Heute ist es so ein Ruhe jetzt. Ruhe jetzt! Alert aus! Blauarschbube! Du brauchst für Mamas Rahmen noch einen Panda-Sound oder so. Das stimmt.
Das stimmt, der Gurgler, der passt noch nicht ganz, aber ich weiß nicht was. Einfach zwei Bambusstecken, die aufeinander hauen. So. Na, jetzt hört's halt auf, bitteschön! Ich darf so gern was verzeihen! Ich weiß, es ist zu viel, aber schreib mich nicht an. Entschuldigung. Schöne Grüße aus der Metropole Lilling. Ja, das klingt wirklich nach einer Megametropole, wenn du mich fragst. So, das grüne Herz kommt noch mit einem Euro, jetzt ist er Ruhe. Sehr aus der Steiermark auf einen schönen Stream heute. So, jetzt wieder alles gnadenlos wegignoriert. Jetzt gibt's was zum Verzeihen. So, warum war das Video so viel Arbeit? Phase 1. Die ganzen Battle-Macher und so, haben uns gedacht, ja, haust du wieder wegen einer Licht hin und bla bla bla, und vor einem Greenscreen, und dann passt das schon, und dann schnipselt die das schon irgendwie zusammen. So habe ich mir das halt in meinem Kopf zusammengesponnen. Ja, machst du halt, lass dir deinen Text, den habe ich da, und machst halt irgendwelche Posen zu den einzelnen Sätzen und sonst irgendwas. Ja, dann so ein bisschen halbschariges Skript zusammengagelt und bla, und was weiß ich, Fotos gemacht. Das ist nicht der Aufwand, um Gottes Willen. Dann, aber das Freistellen. Geht mit Photoshop super easy. Ja, jeder Mediengestalter, jeder, der sich damit befasst, ja, hier Stapelverarbeitung, automatisch Hintergrund entfernen, ole ole. So, ja, das ist richtig, das geht super easy und super schnell. Aber dann schaut es da aus wie hingeschissen. Dann spiegeln Tor hinterm Greenscreen leicht grün. Dann, und was weiß ich, was alles für ein Scheißdreck. Und bis ich die, wie viel waren es? Ich glaube 46 in die Battle von Hand dann noch korrigieren und so weiter. Ich glaube, ich war fast wahnsinnig, Mann. Dann die ganzen Panels, da bewegt sich ja alles. Und alles ist ein einzelnes Element. Ja, jeder Textschnipsel, jedes Wort, jedes Battle von mir, jeder Hintergrund, alles. Und das zur richtigen Zeit, zur richtigen Ding, das dauert halt einfach. Also das hat weit länger gedauert wie ein normales How-To zum Beispiel, obwohl es sehr ähnlich ausschaut. Aber das Gute an der ganzen Geschichte ist, erstens, ich weiß beim nächsten Mal, wie ich es besser mache und einfacher mache vor allem und ich da nicht was weiß ich, wie viele Stunden ohne Bergel für ein 3-Minuten-Video. Dann, so, weil der Herr Klein gerade schreibt, ich möchte gerade erzählen, warum ich gesagt habe, das ist so viel, oh Gott, da muss das Ultra-Video kommen. Da bin ich wirklich lang gesessen und dann war es eigentlich ganz normal, so Standard, so passt schon. So, das Zweite, was einige Leute geschrieben haben, Birgel, deine Mimis führst dir auf, weil du weg möchtest von dem Bier und Saufer Scheiß und dann kommt sowas. Das passt aber nicht ganz zusammen. Ja, Freunde, das ist ja der Remake von 2014. Und da war das einfach noch anders. Da ist mir das noch nicht auf den Sack gegangen. Ganz fucking einfach. So. Gibt's sonst noch irgendwas dazu zum Song? Ich meine nicht. Der Low VR6 schreibt, aber mir ehrlich, jede Sekunde du in das gesteckt hast, war es wert. Musiktechnisch auf jeden Fall das Allerbeste, was du bis jetzt gemacht hast. Oha! Das lobt mich sehr. Vielen herzlichen Dank. Man muss nach wie vor Steffi! Ruhe jetzt, Dankeschön! Man muss nach wie vor vielleicht auch so ein bisschen im Hinterkopf halten, ich sitze da nicht in einem Studio. Ja? Ich hab keinen Tontechniker. Ich hab keinen, was weiß ich was man da alles so hat. Ich sitze einfach da und rotze in mein Mikrofon ein und versuche irgendwie das Beste da zum Greinen. Da ist eigentlich ganz sehr schon ein Wunder, dass rauskommt, was rauskommt. Keine Ahnung. Herr Flugbiss und Appa, Servus 13 Minuten noch ist schon. Ja, wenn du mir das noch ein paar Meter schreibst, dann wird's 23 noch. So. Jetzt bei sowas. Was gibt's sonst noch zum Schmerzen? Fertig. Das war's. Ansonsten hoffe ich, euch hat's taugt. Fertig. Keine Ahnung, ich bin zufrieden damit, beim nächsten Mal weiß ich, wie ich es besser mache. Außerdem war es so ein kleiner Test für zukünftige Projekte. Wir haben vor 3 Jahren, glaube ich, Blanke! Steff, Fotograf. Guter Mann. Blankster? Guter Mann. Pass auf. Steff, H, Photography. Pass auf, das sucht man raus. Den link ich euch jetzt da rein. Macht Landschaftsfotos. Und Fotografie ist so ein bisschen sein Hobby. Hat auf Instagram mittlerweile auch aus dem Stand und aus dem Nix so 3700 Abonnenten zusammengekratzt und das musst du sowieso erst einmal zusammenkriegen und da haben wirklich viel gute Battle dabei. Also da haben wirklich verdammt viel gute Battle dabei. Leckt mich am Sack. Das linke ich euch jetzt einfach einmal rein. Das ist der Steff. Das ist der, wer hat How to Birger gesehen? Ja, mit dem anderen langgezoderten Teufel, der Gitarren spielt und singt. Ja, das ist der Steff, das ist er. So, mit dem mache ich sich die Fotogeschichten halt an und so weiter, weil er halt auch spielen möchte, er möchte sich ja weiterentwickeln und einfach mal ausprobieren und ein bisschen umeinander tun. Mr. Andy, vergeht's gut, Hugo 10, Zero Dip, merci dir, Blanke, merci. So, und jetzt würde ich sagen, letzte Woche spielen wir ein bisschen LeBron. Ja? LeBron, Brudi. LeBron ist auf der Reise. Jetzt darf man erst mal alles an das Bett anfangen, dass wenn ich das Spiel jetzt starte. Das ist ja aber 6 davon. Das ist einmal das Allerwichtigste. So, starte das verdammte Spiel. Heute habe ich schon 2 Mal einen Absturz gehabt.
weil ich es über diesen verfickten Hurensohn-Launcher da starten möchte und dann bleibt es einfach hängen. Dann bleibt es einfach hängen. Wir wissen nicht, warum es ist die ganzen letzten 3 Wochen gegangen. Heute geht's nicht. Wir wissen, oh, keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Ich drücke jetzt da auf Spielen und dann schauen wir. Mathe! Hast doch bisher gute Lieder gemacht. Gern mehr, wenn du weitermachst. Vergeht's gut. Herr Mathe, gut genau das gleiche wie für meine Videos. Ich mache nur Musik, wenn ich wirklich Bock habe. Und es ist seit dem letzten ist lang nichts mehr gekommen. Und WASD war auch kein wirklich nice Lied in dem Sinn. Es war eigentlich bloß ein bisschen so weit es halt möglich war von dem alten Zeug neu abgemischt und einfach neu gebracht und der jetzigen Community zur Verfügung gestellt. Das hat ja damals einfach, natürlich haben das damals auch schon Leute gesehen, aber von heute kennt das 3/4 der Community nicht. WASD, jetzt schon. Deswegen habe ich da mehr oder weniger bloß einen Re-Upload gemacht und dass das Ding halt auch auf Spotify und so weiter verfügbar ist. So, also, Hintergrundmusik, hört ihr Hintergrundmusik. Na, Leute, jetzt chillt's, bitte! Aufhört jetzt! Genug! Der Mozart schreibt, hast du schon mal dran gedacht, was wirklich nice zu machen mit der Mucke? Ja, selbstverständlich. Aber da muss der richtige Moment sein. Ja? Da kann ich mich nicht zwingen dazu, das tue ich ja nicht. Das tue ich auch bei den Videos nicht. Und das werde ich ja nie tun. Nie. Das funktioniert auch nicht. Ich wüsste zum Beispiel wahrscheinlich sehr genau, was für eine Art von Musik das ich machen müsste, dass ich automatisch die Klicks erfahre, die sich jemand anders wünscht. Es war einfach machbar. Das hört sich jetzt ultra arrogant, um Gottes Willen. Nicht. Aber dann rotzt mal bloß noch Lieder aus, die sie alle gleich hören. Oder die sie alle wie weiß-blaue Karo so hören. Oder hört doch einmal diese Autotune-Scheiße von diesem säftigen Mist an. Hat da jetzt ist mein Text von vor 6 Jahren von Da bin ich daheim wirklich nicht der Beste. Da brauchen wir nicht diskutieren. Ja, ist in Ordnung, ich hab noch ein bisschen umgeschrieben und so. Das ist schon in Ordnung. Ja, ich kriege keinen Literatur-Nobelpreis nicht, das ist mir schon klar. Aber, ganz ehrlich, da wenn ich mir andere Texte so durchlese von so Konsorten wie Dicht und Ergreifen und so, da wo ich sage, so der Meier vor einen Dreier und der Wimmer einen Simmer, dann sage ich, halt dein Fotzen. Entschuldigung, aber halt dein Fotzen. Keine Ahnung. Ist halt um Gottes Willen, wer einen Säftig nicht schlecht findet, ist mir scheißegal. Ich krieg halt Ohrenkrebs. Weil diese Art von Musik ist genau die richtige Art von Musik für diese Generation, für diese degenerierte TikTok-Generation, da wo ich sage, so, ja, Alter, schön. Bin ich einfach zu alt dafür. Go away! Go away! Mag ich nicht, gefällt mir nicht. Mag ich auch nicht machen. Aber ich kann's machen. So in die Richtung irgendwie. Da darf ich schon irgendwas hinrotzen. Das darf schon gehen irgendwie. Ich will nicht, Alter. Ich will nicht. Das ist einfach, das habe ich noch nie da und ja. Naja. Da der Eli Bürgermeister schreibt, und Dicht und Ergreifen finde ich sehr gut. Ja, das ist in Ordnung. Um Gottes Willen. Ich hasse auf den Tod. Auf den Tod. Weil wenn man mich als Vorband ablehnt, weil ich zu lokalpatriotisch bin, dann muss ich sagen, halt dein Futzen. Haben wir wieder soweit. Sag ich, ist mir egal, halt dein Futzen. Alles klar, Freunde, dann halt nicht. Leon, danke schon für die Mitgliedschaft, ich hab dich schon mitgekriegt. Bussi aufs Nussi, Alter. Vorstand, Leon aufschreiben. Ich hau mir das Ding jetzt nicht nochmal an den, so nicht. Weißt du, ganz 90% des Erfolgs dieser Dicht- und Ergreifend-Leid basiert auf dem Dialekt. Und ich bin zu lokalpatriotisch, weil ich 2 Lieder hab, da wo ich unser Bundesland verherrliche. Halt die Fresse! Und dann ständig dieser politkritische Bullshit, ich kann ihn nicht mehr hören. Die Scheiße ist so links, da fällt mir meine rechte Hand ab, wenn ich bloß zuck. Hass, Alter! Die sind nicht abgekommen. Das kann ich nicht hundertprozentig beurteilen, aber von einem von den 2 habe ich das Gefühl, ja? Da wo wir vielleicht leicht vergessen haben, dass man irgendwo als Ottering aus einem scheiß Wirtshaus kommt. So! Scheiß linke Dreckscheiße, da krieg ich so satt. Ich hab nichts gelernt. Ja, egal, oder links, rechts, ist mir egal. Aber halt dein Maul und nerv mich nicht damit! Es interessiert mich nicht! Den ganzen Tag gibt diese Scheiße überall im Fernsehen und im Internet und überall. Links, rechts, halt dein Maul! Ende! So, kann man jetzt das hinspielen? Schulcreme selber. Da! Gut, dass du sagst. Name geändert. Grüß Hacker Sepp, Hacker hat sie. So, jetzt muss ich auf Tattoo sparen.
Ja, keiner ist halt einfach nur meine Meinung. Um Gottes Willen, wer die Band mag, feier. Es ist mir doch wurscht, Alter. Es gibt genauso andere, die hassen mich. Ist mir egal. Ich sage einfach nur was mit denen. Es ist mir egal. Nervt mich nicht. Ich kann's nicht mehr hören. Flüchtlingsscheiß da, Flüchtling hier. Halt dein Maul. Wie viel hat er denn daheim? Dann soll der Fußballmannschaft aufnehmen. Hat er das da? Ich glaub nicht. Da! Ja, hi, ich komme aus Ottering, Alter. Könnt ihr mir bitte ins P1 und Minger, weil ich bin dicht, Alter. Halt dein Futzen, ich flipp aus. So, Schnauze jetzt. Wieso wird das Spein nicht angezeigt? Das sind die Fragen, die mich bewegen. Mich. Manche Seite Donation habe ich übersehen. Der Bürger lässt dich von solchen Hate-Kommentaren. Das ist kein Hate, also das ist kein Hate nicht. Das ist einfach nur, ich kann mit Kritik, glaube ich, nein, kann ich nicht umgehen. Alter, was ist mit dir? Warum, Mann? Was ist mit dir? Ich verstehe die Frage nicht. Warum, Mann? Mottelini, was ist los, Alter? Fürs Abo und für deine Technik. Was für Technik? Das hilft mir nicht weiter. Alter, ich hab da einen PC steht, der weiß ich nicht, der kann zum Mond fliegen und wieder zurück von selber. Aber er kann da jetzt nicht anzwingen. Was soll ich da jetzt sagen dazu, Alter? Was ist los mit dir? Was ist das der Nächste, der mit einem 100er wirft, Alter? Das kann so nicht weitergehen, Alter. Weil da fangen dann an, die Leute mich zum Hassen. Das ist ganz normal. Oh, ich sitze da, Speckcomputer, der kriegt einen 100er. Ich stehe in der BMW am Parkplatz und bin den ganzen Tag nur lästig. Er kann doch eh was dafür! Mutterlini, danke, von ganzem Herzen, vielen herzlichen Dank. So. Das ist der beste Stream, Alter. Heute machen wir noch ein bisschen kleiner. Ich mache mir noch ein wenig kleiner. Oh, kleiner als die Donation. Das ist wichtig, Alter. Ich kann der Depp rausholen. Mach mal einen auf E-Girl. Google. Leute, jetzt bitte chillt's. Please. 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 So. Herr Langenecker, Danging, CW, merci, Uzi, merci, Meininger, merci, Mottelin, merci. Herz auf jetzt. So, jetzt probieren wir es nochmal. Ich hab doch da Daisy drin, Alter. Was ist dein Scheißproblem, Mann? Warum wird's nicht angezeigt? Ich check's nicht. Alter. Der best game ever. Weißt, geht wenigstens das. Warte mal. Oh nein, don't show this again. Das geht, Alter. Und wenn man einfach so deren, als darf man da auf der Karten anlaufen oder so. Herr Langenecker, nochmal, danke schön. Eskalation am Ohrwaschel, Reim und tief durchatmen. Nix wird durchgeatmet, Alter. Da kann ich nicht durchatmen, wenn ich ich tue einfach jetzt seit 1,5 Stunden als da die Speien und du sollst nicht Map vergessen. Das wird super. So, ich check nicht, warum ich kapier nicht. Bestimmtes Fenster im Vordergrund mit Hotkey erfassen, beliebige Vollbildanwendung erfassen. Nein. Bestimmtes Fenster Daisy. Da, Daisy. Okay. Fenstertitel muss übereinstimmen. Okay. So. Warum geht's denn nicht? Ich verstehe die Frage nicht! Spei, warum denn? Warum denn? Ich weiß nicht, was soll ich machen, Alter? Was soll ich machen? Ich weiß auch nicht, da hat er recht, Alter. Da, das Knie halt so jetzt. Seitdem der neue Controller da ist, geht's bergab mit der Technik. Ist alles im Arsch! Alles im Arsch! Daisy, Fenstertitel muss übereinstimmen, ansonsten Fenster des gleichen Typs finden. Ja, okay! Es will nicht! Verstehen Sie? Ich kann nichts sehen! Was ist los mit dir? Verstehe nicht. Was müssen wir jetzt lernen? Jetzt löschen wir mal die ganze Ding aus, die ganze Game-Szene. Machen wir Plus. So, jetzt pass auf. Pass ich am Obacht. Alter, geht ganz anders. Fensteraufnahme. Jawohl. Dann. Nein, nicht Chrome, Alter. Halt doch dein Futzen. Spielaufnahme. Nehmen wir. Neu erstellen. Spui. So. Easy, Alter. Beliebige Vollbildanwendung erfassen. Was hilft man das? Nix. Bestimmtes Fenster. Daisy. Okay. Gehen wir ins Spiel rein. It's fucking magic! It's fucking
Magical! It's fucking Technik uns, Bürger aber auch uns. Da gibt's die Tröte Brudi. So, jetzt muss ich aber leider Gottes, it's a kind of magic. Jetzt drücke ich da mal aufs Spiel beitreten und dann, it's a kind of magic. It's a kind of magic. Ja, leider, wenn ich da jetzt irgendjemand nur singen, Dankeschön. Richard Atzinger, liebe Lache, Liebe, oh Gott, wenn ich das schon hier wieder. Live, love, am besten nur ein Wandtattoo davon. Ah, liebe Lache, Liebe. Haben wir wieder bei. Halt dein Futzen! Wenn das nicht funktioniert, Ladeziele schieße. Ist besser für dein Herz. Hashtag ein ins Viech. Herr Atzinger, Dankeschön. Luki, Dankeschön. Bist du einmal wieder da? WB oder Schulcremse. 5 Euro, wenn du jetzt endlich zum Zocken anfängst. So, Schnauze. Schnauze! Wo sind wir? Da sind wir! Wir begrüßen alle miteinander den LeBron. Wir haben ja da letztes Mal ja unterbrochen worden, letzten Montag, jetzt kommen wir mal ein wenig runter. Das ist ein Deal, ich kann jetzt umeinander blähen, ich habe nichts zum Trinken da, Alter, da stirb ich um 4:09 liege ich da, kannst mir Sauerstoffzeit bringen und weiß nicht, Alter. So, heute haben wir ein wenig überzogen, fangen wir erst um 8:30 zum ist doch scheißegal, Alter. Ist doch scheißegal, Alter. Hauptsache wegen eine bläht, weiß es was ist. So, wir haben auf alle Fälle da. Wir haben kurzer Inventarcheck, das ist Proppenfeuer, Alter. Mit Wasser und was weiß ich, wir haben letztes Mal gefischt. Ruhe ist jetzt, Uzi. Er erzählt, Alter. Jetzt passieren gleich wieder Sachen, da wo ich mir nur ins Hirn gelangen kann. Uzi. Die Scheiße ist so links, dass mir der rechte Arm abfällt. Ich brunz mich an. Ich habe nichts gegen Linke, also nichts, was hilft oder wie. Es gibt durchaus Theorien bei den Linken, die durchaus vertretbar sind. Ja, da gibt es ja Leute davon, aber die haben leider nichts zum Sagen bei denen. Das ist schade. Mr. 1842 XX, ich weiß nicht, was los ist mit euch, oder ich weiß es einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Grüß Gott, schön großes Österreich, dein neues Lied taugt mir. Hier hast du einen Tipp zum Führerschein lernen. Alter, du hast noch nicht einmal einen Führerschein und wirfst 200 Euro aus dem Fenster, ich weiß es nicht. Bitte sag mir, du bist 35 Jahre alt, stehst mitten im Leben, aber hast halt bis jetzt kein Auto gebraucht oder so. Zeitaufwendig, Drecks, Autoschein. Alter. Da habe ich keinen Tipp. Hinhocken lernen. Doch, ich habe 2 Tipps. Nicht hingehen und nicht lernen. Da bin ich das erste Mal durchgefallen. Nicht hingehen, wenn du besoffen bist. Da bin ich das zweite Mal durchgefallen. Und beim dritten Mal, so jetzt das dann machen, weil bei uns in Deutschland, ich weiß nicht, wie das bei euch in Österreich so ist, oder hast ja Österreich wieder Österreicher, ich weiß nicht, was mit euch nicht stimmt, oder, aber bei euch hinten muss Geld rennen. Ich weiß nicht, was da los ist, Alter. Ich weiß nicht, was da los ist, Alter. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Alter. Merci, I guess. Vielen herzlichen Dank, liebe Grüße aus Niederbayern. 200 Euro haben way too much und du weißt das. Dankeschön. So. Mozart, merci für den Euro. Herr Beinkofer, merci. Jetzt spähen wir ein bisschen, weil sonst kommen wir nicht vom Flieger, Alter. So, Inventarcheck. Wo haben wir stehen geblieben? Da haben wir. Wir haben auch unser Lucille. Und haben wir irgendwo da, ich weiß nicht mehr, wie die Ortschaft heißt. Was muss man da jetzt sehen? Da liegt auf alle Fälle immer noch die Mosin umeinander. Die ist letztes Mal da schon gelingen, oder? Die Mosin ist letztes Mal da schon gelingen. Sagt es, wie es ist. Die ist da letztes Mal schon gelingen. Brauchen wir gar nicht diskutieren. So, jetzt gehen wir wieder rein, hocken wir uns da in den Hocken her und schauen wir uns einmal die Map an. Das ist einmal das Erste. Leute, Herr Beinkofer, Fehler 40, Mann, ich war schon wieder. Dankeschön dir. So, wir waren irgendwo da auf der linken Seite. Ich glaube, wo waren wir? In Mischkino, glaube ich, waren wir, oder? Da haben wir hergelaufen. Ist das der richtige Platz? Haben wir da hergelaufen? Ich glaube schon. Wenn so Schätzungen zufolge, da ich jetzt sagen, wir haben da in dem Haus herin. In dem großen. Irgendwo da sind wir. Da passt jetzt dann einfach ein wenig auf. Da muss auf alle Fälle ein Brunnen muss da sein. Das schaut schon mal gar nicht. Und ein Wirtshaus. Und der Plan für heute ist, auf alle Fälle einmal nach zum Schauen, ob wir uns so eine Kisten bauen können oder so. So. Map nicht vergessen. Schaut euch das an, Alter. Hab Map nicht vergessen. Jetzt schauen wir erst einmal da ganz vorsichtig aus. Leider, Alter, was ist mit dir, Alter? Nein, leider bin ich keine 35. Ich werde das Monat 18. Bin Lehrbuhr. Dank der Brust. Alter, wenn ich drüber nachdenke, was ich in meiner Lehre verdient habe, mit 18, was mein zweites Lehrjahr war, glaube ich, dann hast du gerade über deinen halberten Monatslohn aus dem Fenster geworfen. Kannst du das bitte unterlassen?
beim besten Willen, Alter, wenn Leute erwachsen sind und so, habe ich schon oft gesagt, dann ist mir das echt, also wurscht ist natürlich nicht, merci. Auch bei dir ist mir nicht wurscht, merci. Aber bitte, bitte, merci, Alter. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Stream ausschalten, lernen, Ruhe setzen. Halbe 9 noch nichts da. Herbert sagt's, Ruhe setzen, lachen, vergeht's gut. Error Code 4202, ja. So, jetzt schleichen wir da mal ein bisschen raus, schauen wir mal ein wenig. Da ist auch das Auto noch da, da haben wir glaube ich, soweit ich mich noch erinnern kann, haben wir da Dings gestohlen, da haben wir hinten einen Kofferraum rausgerissen, da oben am Fenster rausgeschaut. So, was braucht man für eine Kisten? Ich darf mir gerne Kisten bauen, okay? Da wo man Sachen einstoren können. Was braucht man da dafür? Ich glaube jetzt einmal Nägel, Bredel und, weiß das jemand? Wo sind die Daisy Pro Gamer da? Wo sind die Daisy? Und Holz, weiß ich klar, Holzbredel. Die können wir aber, glaube ich, machen. Da braucht man eine Säge und einen Hammer, glaube ich, braucht man als Werkzeug. Solche Sachen müssen wir finden. Und das haut nur hin mit Looten. Darum lernen wir uns jetzt zurück. 8 Holz. Wie schaut denn das Holz genau aus? Also wir Holzbredel. Gibt es verschiedene Holzbredel? Ich habe keine Ahnung. Sag ich dir, was ist? Ich weiß es einfach nicht. Holz klingt mal ganz vernünftig für den Anfang. Was stimmt denn mit den Leuten nicht? Herr Himmer, du, das weiß ich nicht. Schulgamesepp, was willst du mit dem Geld machen, seit wir Kackpapier haben? Das stimmt. Stimmt, Alter. Der Woody, Alter! Woody, Alter, du lebst auch noch! Was ist los mit dir? Der Einzige, der Hochdeutsch spricht, der immer noch am Start ist, Kappa. Oh, du bist mittlerweile nicht mehr der Einzige, der Hochdeutsch spricht. Nicht mehr. Jeanshosen! Makellos schwarz! Und dann ist auch makellos. Woody, merci dir. Welcome back, Alter. So, wir müssen ein Werkzeug finden. Wir brauchen einen Sag, also eine Säge, da die sagen. Und einmal einen Hammer. Das sind einmal so wichtige Sachen. Nägel haben wir ein ganz Backel. Zähne brauchen wir wahrscheinlich auch. Und Holz kriegen wir, glaube ich, zur Not aus einem Baum natürlich. Und dann können wir mit Sicherheit mit der Sag, diese Holzbredel produzieren. Ich denke schon. So, da ist übrigens das Wirtshaus, von dem wir gerade geredet haben, auf der Map. Da ist der Brunnen, den weiß ich auch noch, da haben wir letztes Mal noch eingesoffen wie die Behinderten. Und jetzt rennen wir da einfach mal rundum und schauen, was wir finden. Ich glaube, wir haben da abgelegen genug, dass uns nichts passiert. Woody, good old times. Ich sag bloß Counter-Strike. Dann den Abend, ein Ding gibt's übrigens auch noch. Scheiße, wieder einen Kosten. Fuck! Mit dem wir auch Counter-Strike gespielt haben. Ich hab den Namen vergessen, ich bin ein Volldepp. Der heißt aber auch immer anders. Der war auch nah an Kant-Hacker dran. Die ganze Nacht, wo wir Ding gespielt haben. Weißt du das noch? Wie hat's denn geheißen? Das Autorennen, Fußball, Dingsbums. Mei, ich bin so behindert, Alter. Ich mach schon wieder 5 Sachen gleichzeitig, die Hälfte schon wieder vergessen. Wie hat's denn geheißen? Rocket League, selbstverständlich. Rocket League, Alter. Das haben wir mal durchgezockt, die ganze Nacht, bis hell geworden ist. Und war mal richtig gut. Im 3 gegen 3, das war saulustig, Alter. Good old times, Alter. Geht halt nicht mehr, bin jetzt zu alter Lappen. Unmöglich. Ich schlafe daheim um 2, liege auf der Tastatur und pen. So. Jetzt gibt's mir ein Werkzeug. Kinder, ich brauche keine Strickmützen, mit der kann ich keine Kisten bauen. Wir brauchen Loot. Looten und bluten, so schaut's aus. Was mich übrigens sehr zuversichtlich macht, dass da kein Schwein ist, dass da keinerlei Zombies umeinander laufen. Vorher habe ich oben mal ein bisschen umeinander laufen sehen, aber war nicht schlimm. Der Christian schreibt, Alter Birger, wenn du nur mal so durch Landau schießt, hau ich da mit dem Bier in den Scheim. Was? Durch Landau schießt, wann war ich nie durch Landau geschossen? Ich geh nicht aus dem Haus. Du, ich geh nicht aus dem Haus, sitze den ganzen Tag daheim und hau mir Pfotzen ans Tisch. Oh, da vorne. Ja, laufen wir einfach mal weiter. Hilft das sowieso nicht mehr, wir müssen jetzt looten. Und dann müssen wir uns auch einmal so. Oh, da glaube ich, läuft der Zombie umeinander. Da oben läuft der Zombie umeinander, ja. Da ist auf alle Fälle ein Zombie. So, gut, pass auf. Wo kommt man in die Bude ein? Wenn wir Kisten bauen, dann müssen wir uns irgendwo. Wo bauen wir unser Lager hin, ist die Frage. Bauen wir das in ein Haus ein, mit so einem Holztor oder so? Oder bauen wir uns einfach mal Kisten irgendwo im Wald, irgendwo random und hoffen halt einfach, dass keiner findet? Oder ich weiß es auch nicht. Oh, da haben wir ein Brain gefunden. Können wir die aufsetzen? Ja, Walleck, wenn das. Oder wenn das nicht Style hat, dann weiß ich nicht, was Style hat. Ha? Dein Mom hat Style. Dein Mom hat. Der LeBron schaut ein bisschen aus wie. Ich weiß es nicht. Nur mal ein bisschen mehr Sound machen, damit sie ein bisschen mehr Herz. Schlagring, wo ist der Schlagring gewesen? Den Schlagring habe ich übersehen wahrscheinlich. Wo war der? Wo war der Schlagring? Aber was tue ich mit dem Schlagring? Kann ich nicht brauchen. Alter, wir haben Lucille, Alter. Wir haben einen Basie. Stani Basie. Basie to your face!
Da ist ein Schupfen gut, da liegt ja ein Werkzeug drin. Was haben wir da? Ah, Gaslampen. Scheiß auf Gaslampen, Brudi. So, was haben wir da? Was haben wir da? Ja, müssen wir weiter. Hilft nicht. Müssen wir looten. Looten und bluten. Servus! Wie geht's dem LeBron? Mr. Grashalm? Ja, blenden, Alter. Schau hin. Ein bisschen was essen kann man langsam einmal. Da ist gerade gelb geworden. Aber du, das wird eben schon. Das wird eben schon. Haben wir genug dabei. Wir müssen mehr ein bisschen Inventarplatz machen. Zum Fressen haben wir vielleicht nur. Hi Bike, Fahrer! Vergesst für den Euro. Da habe ich den Sticker geschickt. Dankeschön dir. Bussi aufs Nussi. So, da oben können jetzt ein paar Zombies da schlagen. Da gibt's ein Basie to your face. Basie ins Facey. Basie ins Facey, Alter. Da ist der Bitch, Alter. Da. One-Hit-Wonder. LeBron, Alter. Beste Leben. Bürger den Track, WSD fahre ich heute noch. Ha! Schau hier, ein alter Kenner. Ein alter Kenner. Ein Mann mit Ahnung. Mr. Woody, mittlerweile gibt's den ganzen Scheiß ja auf Spotify. Ich weiß ja nicht, was du nur mitkriegst und so. Was ich so tue den ganzen Tag. Oh, noch viel mehr Blödsinn wie früher. Viel mehr Blödsinn wie früher. Da haben sich einige Dinge geändert. Oh, das glaube ich, das hast du mitgekriegt. Oh, da haben sehr verdächtig alle Tieren auf. Oh, die sind sehr verdächtig. Alle innen vor allem auf und außen zu. Oh, was haben wir da? Was ist das? Desinfektionsspray. Wie groß ist denn das? Oh, das ist mir sauber zu groß, das passt nirgends hin. Haben wir ein Gatt, haben wir eine saubere und einen Hagel und Nägel. Nein, das hilft uns nicht weiter. Brudi, das hilft uns nicht weiter. Kein Magnet hilft uns nicht weiter. Den haben wir mit dem Basic weg. Deine Songs kann man sogar schon auf der Alexa anhören. Ja, auf Amazon gibt es das auch. Es gibt es überall. Ich habe da so einen Plattformverteiler, wenn das interessiert. Keine Ahnung, man kann ja mal auf dem Nähkästchen plaudern. Das ist, am Anfang habe ich mir gedacht, das ist ultra kompliziert, aber wenn du dich da mal mit befasst hast, dann ist es ganz easy. Oh, oh, oh. Ich habe einen Zombie gehört, ich habe ihn genau gehört. Wo ist er? Da kommt er! Da auf dem Zylinder! Base to your face! Base to your face! Oh, ich triff ihn nicht. Fahr um! Easy, Alter. Easy. So, Schupfer aufgemacht. Grüß Gott. Ist da was herin? Ja, wir brauchen mal ein Industriegebiet für das Zeug. Wir brauchen mal ein Industriegebiet für die richtige Art von Loot. Da können wir uns ja mal Karten anschauen und dann einfach einmal schauen, wo wir hingehen können. Ja, haben wir da schon herin? Bin mir nicht sicher. Was haben wir da? Ein 4-stelliges Zahlenschloss. Alter, Jackpot! Da können wir zusperren. Ja, aber was, die haben wir weg dafür. Fuck! Gut, essen wir mal einen Lachs. Hauen wir uns mal einen Lachs ins Gesicht. Lachs ins Gesicht. Oh, das ist kleiner Jackpot, Leute. Kleiner Jackpot. Geile Nummer. Mit dem Ding kann man Sachen zusperren. Ja, ist ja nur logisch. Mit einem Zahlenschlüssel. Das heißt, eigentlich war es sogar schlau. Wir dachten uns. Ich habe das in Videos gesehen, wie sie das machen. So wie sie anderen Leute so eine Base bauen, im Prinzip. Pass auf, kriegen wir das Zahlenschlüssel da rein. Boah, das braucht echt viel Platz. Fuck. Wie kann man das hinmanagen, dass das passt? Jetzt mehr gekauft. Das tun wir da. Das tun wir da. Das tun wir da. Das tun wir da. Das tun wir da her. 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 Haben wir ein bisschen Tetris gespielt. Bam, Zahlenschloss im Kastel. Nice! Lachs ins Fressbein. Lachs pudern. Also wenn Lachs reinpudert. Nice. Da geht etwas. Da geht etwas. Da ist auf alle Fälle etwas gegangen. So, dann können wir uns jetzt eigentlich überlegen, folgendermaßen. Und zwar machen die das so, man kann so eine Art Scheunentor bauen. Ja, aus Holz einfach irgendwie. Und das platzieren die da. Also die platzieren das da an einem Haus, an einem Gebäude, da am Eingang. Und dann kannst du das halt von innen aufmachen und machst zu. Und dann machst du es halt zu mit deinem Zahlenschloss. So, jetzt besteht natürlich das Risiko, dass du während des Prozesses des Öffnens einfach erschossen wirst. Was liegt denn da am Boden? Alter, da liegen einfach Wolfsteaks und Wolfsbaits. Ja, da war auf alle Fälle jemand, wir haben das übersehen können. Alter, das ist Wolfsteak. Alter, Wolfsteak. Wolfsteak, beste Leben. Na ja gut, nice to know. Auf alle Fälle war da jemand. Gut, wir haben aber auch seit einer Woche nicht gespielt. Kann schon mal sein, oder? Kann schon mal sein. Auf Lachs kriegst du Durchfall, das stimmt ja nicht. Das war übrigens auch kein Lachs. Das war ein Kapfer, Alter. Das war der, wie hat er geheißen? Der Hans Josef. Wir haben einen Hans Josef der Zweite. Den haben wir gerade gegessen, Alter. So, ich darf fast vorschlagen, das tun wir. Jetzt ist bloß die Frage, aus was baut man
so ein Ding. Weiß das jemand? Weiß das einfach jemand? Ansonsten müssen wir schauen, das hilft sowieso nicht. Jetzt laufen wir mal wieder zurück aus, weil in der Stadt gibt es auf alle Fälle noch was zum Looten. Auf alle Fälle Holz. Wo die so weit war, ich auch schon. Wir brauchen, jetzt pass auf, was braucht man für so ein Holzstil? Holz, das ist richtig. Aber um die Grundkonstruktion zu machen. Mr. Ghost, ein Soundset. Ein Tier braucht 6 Holz. Ja, wie viel Holz brauchen Sie für ein Tier? Ja, 6. 6! 6 was? Hosenknöpfe oder was? Rechts und links Wut und er sucht Holz. Na, das ist nicht das Problem. Wir brauchen dann einen anderen Sachen. Also wir brauchen zum Beispiel einen Hammer. Und einen Hammer keinen. Ah, Entschuldigung, einen Hammer keinen. Ja, wie Sie haben keinen Hammer. Ja, wenn wir keinen Hammer nicht haben, ohne Hammer können wir nichts bauen. Ja, gut. Was haben wir da? Ein Radmuttenschlüssel. Ja, mit dem kannst du die Schleier haben. So Schupfen müssen wir finden. Der Ghost schreibt, der Ghost hat Ahnung. Achtung. Stöcke und Seil für ein Zaunset. So, natürlich haben wir unser Seil weggeschmissen, glaube ich. Natürlich haben wir das weggeschmissen. Ist aber nicht so schlimm. Also jetzt finden wir es wieder. Oder wir zerschneiden mal Sachen. Und Zombie, ich hab ihn genau gehört. Wo ist er? Da ist er. Der Schlungmann, vielleicht hat er was dabei. Da hat er auch schon mal einen Dosenöffner dabei gehabt. Vielleicht hat er ja auch mal was Gutes. Hat ihn schon der Wutzel? Hat er nix. Hat er nix, der Mistgrippe? Gut, gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Da in eine Industrial. Oh, nur ein Zombie. Da geh her. Kannst du aufs Maul haben. Geben. Ja, Bussi aufs Nussi. Und. Du Wichskind! Vorher dann! Ja, haut mich jetzt 3 Mal. Ist das dein verschissene Ernst, du Arschloch? Meine Fresse. So in so Schupfen liegt sowas gern drin. So Hammer. Schon wieder Zahlenschlüsse! Was haben wir da? 4-stelliges Zahlenschloss, 3-stelliges Zahlenschloss. Alter! Jetzt meine ist der Wohlstand ausgebrochen. Weiß ich auch nicht, wie ich sonst sagen soll. Was gibt's eigentlich da drin? Oh, da liegt Samen. Kürbissamen. Samen. Weg damit, brauchen wir nicht. Weiter geht's. Nussi aufs Bussi! Oh, Katzelstepp, merci für den Euro. Putz vom Christian, merci dir. So. In der Kiste da hinten liegt gern was drin, der Entfernungsmesser. Braucht auch keine Sau. Wo? Plastikflaschen. Hammer 2. Leute, brauchen wir alles nicht. Hammer brauche ich. Brudi, wenn wir keinen Hammer nicht haben, können wir keinen Zaun nicht bauen. Hashtag Reimemonster. Bitch. So. Eine jetzt. Kim, gib mir irgendwas, was ich brauchen kann. Was liegt da? Klebeband. Klebeband haben wir brauchen können. Da haben wir aber auch 2. Dann schmeißen wir das halb kaputte weg und nehmen das mit. So, ist schon wieder Profit. Profit! Kannst du noch eine Nummer heller dran oder ist nur bei mir so finster? Ist schon gesagt, es ist Nacht. Ja, es ist einfach Nacht. Jetzt pass mir auf, Video kann ich da vielleicht ein bisschen heller dran. Schauen wir mal. Machen wir mal so. So. Bringt euch das überhaupt was? Wenn ich dreimal folge, das bringt euch gar nichts. Wieso wird denn das nicht übertragen? Das ist manipuliert einfach nur. Nein, ich kann es leider nicht heller dran. Tut mir leid. Tut mir leid, machen wir anwenden, zurück aus, hilft nicht. Dann musst du einen Monitor heller dran. Das hilft nicht. Oder du machst das Licht aus. Dann geht's auch. Wird besser. Wird besser. Was haben wir da? Eine Wanderjacken. Abgenutzt. Da kann man eigentlich schon einmal anfangen, dass wir uns Streifen herschneiden. Das Problem ist so ein bisschen, dass wir hinterm fahren keinen Platz haben und wir uns von irgendwas trennen müssen. Ja, jetzt schneiden wir mal das Ding auseinander. Jetzt machen wir mal so. Dann machen wir da kombinieren. Nein, nicht kombinieren. Dann müssen wir tauschen. Das legen wir am Boni. Das nehmen wir in Tint. Wieso geht denn das nicht? Wieso kann ich. Ach, die Wanderjacken kann man wieder nicht zerschneiden. Ah, fuck, jetzt mal derselbe Trick. Ja gut, hilft nichts. Halt, da findet man schon noch was anderes. Da gibt's immer, ja mehrere. Schauen wir mal, waren wir da schon drin? Ich glaube nicht. Lassen wir die Tierarme auf, was haben wir da? Ja, den Jutebeutel. Den können wir zerschneiden. Machen wir. Wieso können wir den nicht zerschneiden? Können wir den auch wieder nicht zerschneiden? Das kann ich nicht glauben. Nehmen wir das gute Messer. Ah ja, ist das Messer wahrscheinlich schon kaputt. Dann machen wir. Ach, das sind Jute-Streifen. Ist egal, machen wir mal die. Schauen wir mal, was da passiert. Herr Aslak, die Streams werden. Der nächste heute, der fragt. Die Streams werden gespeichert auf YouTube. Findest du nur nicht, wenn du in der Suche Birger-Stream eingibst. Du musst zu mir in den Kanal gehen, scrollst ein bisschen nach unten und dann ist da eine Playlist mit alle vergangenen Streams, die wir jemals gemacht haben. Ich glaube, da müssen wir mal so ein 2-Minuten-Schmerzvideo machen, weil. Ja, Jute-Streifen hilft mir auch nichts.
Können wir das Messer wieder herrichten mit unserem Schleifstor? Auch nicht, gell? Naja gut, dann müssen wir das Küchenmesser uns trennen davon. Hilft nicht. Den Jutenbeutel! Machst du mal den Jutenbeutel hier rein? Dann ist er drinnen. So, gehen wir nach oben. Da sind wir, glaube ich, auch hergekommen. Ja, jetzt müssen wir einfach umeinander. Jetzt müssen wir umeinander im Schutz der Nacht. Ich meine, der LeBron, der ist ja nicht besoffen und rennt am Tag umeinander, lässt sich von den Leiter schießen, bin ich blöd oder was? Und seine Schupfern sind unsere Freunde. Was haben wir da drin? Ja, Rotzang. Die hat. Du Egon! Gib mir mal die Zange her! Gib mir mal die Zange her! Was haben wir da? Jogginghosen. Kann man die auseinanderschneiden? Was weißt du nie, oder? Probieren wir es. Her mit dem Messer. Messer kombinieren. Jawohl, Stofffetzen herstellen. Nice. Der Verb schreibt Militärgebiet. Wir gehen nicht ins Militärgebiet. Ha? Da wird dann die Unsterblichkeit des LeBrons zu ich bin in 5 Minuten tot, LeBron. Das ist nix. Das ist nix. So, Stofffetzen. Wollen wir daher kombinieren. Brauchen wir noch 5, dann haben wir zumindest schon mal ein Seil. Und dann müssen wir ein Zaunset herstellen. Ich glaube aber dazu braucht man einen Hammer. Oh, da haben ganz viele Zombies. Da haben ganz viele Zombies, oder? Ganz viele Zombies, die lässt man mal Zombies sein. Nur in so ein kleines. Ja, ja. Und dann wird vielleicht auch bloß ein bisschen auf mich geschossen. Findet man im Militärgebiet wirklich den Loot, den ich brauche? Ich brauche eigentlich Industrial Loot. Also Werkzeug, Hammer, ein Sag war geil. Also so eine Eisensäge oder so, wo man dann auch Holz verarbeiten können. Oder kann man mit einem Hacke auch Holzbredel machen? Ich meine, wir können es schon machen. Ich meine, jetzt ist ja schon 8:45, wir können uns schon Richtung Militärloot begeben. Aber dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir halt einfach draufgehen, weil ich sag dir ganz ehrlich, auch wenn ich jetzt nicht ich bin nicht der Beste in Shooter, sonst können wir gleich, brauchen wir nicht rundum reden. Aber das Schlechteste bin ich auch nicht. Aber das Gunplay in DayZ ist das fürchterlichste auf der ganzen Welt und ich werde einfach gnadenlos versagen. Egal wie gut oder schlecht ich bin. Vor allem, ich habe schon seit Ewigkeiten nicht mehr so wirklich geschossen. Was haben wir da? Kaban. Ding haben wir auch nix. Na was? Na, geht nicht, nur Säge. Ah ja, Mr. 585, ja, also brauchen wir auf alle Fälle mal eine Säge und wir brauchen mal Industrial Loot. Und den gibt's doch im Militärgebiet nicht. Da gehen wir jetzt die Gebäude noch durch und dann schauen wir mal auf die Karten, wo wir eigentlich genau sind. Beziehungsweise. Was war das? War das? Was ist das? Skimasken? Oh, Skimasken können wir, glaube ich, zerschneiden. Damit die her, Skimaske makellos. Was haben wir? Balaklava. Ist die Skimasken schöner? Naja. Mittelmäßig. Nimmst du mir das? Stofffetzen herstellen. Da haben wir zumindest schon einmal ein Seil. Der Kiffbob! Bürger, moin! Moin, Kiffbob, alle! So, Stofffetzen. Zusammen kombinieren. Wir haben jetzt aber nicht von rausgegangen. Was ist mit den Jogginghosen? Schnipselt man die auch auseinander? Tu mir. Alter, da geht aber das Messer massiv kaputt. Hä? Beschädigt. Dein Name ist beschädigt! Schneid's her, schleift mir gleich wieder. Messer wird gleich wieder geschliffen. Würde ihm gleich wieder geschliffen. Wie schaut das Messer jetzt aus? Immer noch beschädigt. Tun wir das her? Kann man das wieder besser machen? Machen wir mal so, schärfen. Ja, tun wir mal das Messer ein bisschen schärfen. Schauen wir mal. Dann haben wir da 3 Stofffetzen. Ja, 1 Stofffetzen brauchen wir noch. Ja, jetzt schau, das Messer ist wieder sauber. Und ist nur noch abgenutzt und nicht mehr beschädigt. Geht das für immer so? Kann man das bis in die Unendlichkeit machen? Ich meine, der Schleifstein gibt irgendwann nach, der hat so eine Prozentanzeige. Aber kann man da das Messer immer und immer wieder schärfen, solange man einen Schleifstein hat? Und dann rentiert sich der natürlich schon fett, so ist es nicht. Außer es ist halt wahrscheinlich ruiniert. Dann wird es hübsch gewesen sein, nehme ich an. Schauen wir noch in die Schupfer rein. Ah, ich glaube, da waren wir schon. Ist da was gelegen? Würmer ausgraben. Nix Würmer ausgraben, ist der Psuffe. Aber straight in die falsche Richtung. In welche Richtung gehen wir überhaupt? Wo sind wir denn? Ich bin schon wieder komplett lost. Komplett lost. So, wir merken uns einmal, an diesem Ausgang der Stadt sind 2 kleine Schupfen. Da waren wir schon drin, da waren wir noch nicht drin, da ist die Tür noch zu. Schauen wir mal. Finden wir da was? Was haben wir da? Ein Leuchtstab! Okay, der hilft uns einen Scheißdreck, den lassen wir liegen. Ein kleines Gewächshausel ist da. Findet man eigentlich noch was anderes im Gewächshausel außer Samen? Ja! Ein Pepsi Coke!
Die nehmen uns auf mal aus. Mann, stehen lassen die haben wir's nicht. Platz haben wir ja keinen mehr. Irgendwann wird eine Nadel aus dem Messer. Das stimmt, ja. Hat doch jeder daheim. So ein typisches, nicht ein Fleischermesser mag ich es jetzt nicht nennen, aber so ein Küchenmesser von den Eltern, das schon 30 Jahre alt ist und nur noch so dünn. Also wirklich halt nur noch, und nicht horizontal, sondern halt vertikal so dünn ist, weil es schon so geschliffen ist, dass du sagst, gibt's das. Das mit Abstand das schärfste, das ein Schwert ist. Das ein kleines Katana ist, so scharf ist das Ding. Weil der Pap hergeht und sagt so, Alter, das schleife jetzt so her, dass du nur weißt, was du heißt. So, na gut. Also, da sind wir. Pepsi Coke. Das nimmt ein Ausbeiner. Ja, der Fachbegriff ist Ausbeiner, das stimmt. Aber da wird er erst dazu. So, Kinder, jetzt folgendes. Karte. Jetzt schauen wir mal, wo wir da genau sind. Wenn wir jetzt Richtung Ausgang schauen, wo wir gerade geschaut haben, das ist die Richtung da hinten, oder? Ja, also wollen wir uns nach da hinten verpissen. Da hast du mir einen Kompass raus, da schauen wir nach. Mach den mal auf. Mach den auf! So, das ist straight die Straße Richtung Norden. So, machen wir da mal wieder zu, damit wir da nicht unbeobachtet irgendwo in der Wegschicht umeinander hocken. Oh, Entschuldigung, Map. Ja, Entschuldigung, machen wir schon wieder zurück. Also wir schauen mal direkt nach Norden, ist der Ausgang. Okay? Dann schauen wir mir jetzt aber, oh, da ist ein weiter Weg. Da ist wirklich ein weiter Weg. Sehr weiter Weg. Aber wir können auch Folgendes probieren. Und zwar, mein Auge sieht da hinten. Da. So, direkt im Westen ist Militärgebiet. Dangerous as fuck. Das war wirklich 90 Grad Winkel Richtung Westen durch den Wald, über den Berg und in das Militärgebiet rein. Sollen wir es probieren oder nicht? Wenn wir sterben, war es die Reise des LeBrons? Oder wir gehen mal leicht Nordwest und ich bin mir nicht sicher, ich glaube die braunen Symbole da dort, schauen wir mal, was sagt die Legende? Filter, was ist das für eine Art von Loot? Planks. Das sind auf alle Fälle Holz. Das sind Holzplatten. Und, was ist das? Diese rote Schranken, was ist das? Rot ist eigentlich immer Frachtcontainer. Okay, das sind Container, Frachtcontainer. Und da unten gibt es halt Military Various Loot. Also ich bin Sauna Richtung Westen ins Lager. Ins Industriegebiet musst für Werkzeug. Das stimmt, wo gibt's denn den nächsten Industrieloot? Feedcheck, Deer Stand, Garage, Gas Station, Vehicles. Ich hoffe, ihr seht es da an der Seite. Ja, seht's. Nature, Animals, Landmarks. Military, Crash Sites, Medical, Water, Urban. Office, House, Piano, School. Was ist denn Rural? Was ist denn das? Weiß ich nicht. Ah, da, Industrial, okay. Heißt quasi Gas Station und Garage. Gibt's da oben irgendwas davon? Nicht wirklich. Nicht wirklich einfach. Aber das schaut mir so nach so ganz großen Gebäude an. Da kann es dann Militärloot geben, vor allem wenn so viel Holz da ist. Kann man natürlich auch in einen gegnerischen Squad einlaufen, der sich da seine Rohmaterialien für ein Lager holt. Jetzt machen wir folgendermaßen. Wir gehen jetzt Nordwest, looten wir da durch und dann gehen wir südlich ins Militärgebiet. Ist das ein Deal? Rural ist übrigens ländlich. Herr Lili, herzlichen Dank. Sagt der wie es ist. Wir gehen jetzt machen wir mal einen Punkt. Pass auf. Wir haben da irgendwo. Oh, ihr seht es nicht mehr. Wir haben da irgendwo auf der rechten Seite, pass auf, da ziehen wir jetzt eine Linie von da nach da oben, das ist genau 1 Kilometer. Und ich würde sagen, es ist nicht ein 45 Grad Winkel, es ist mehr so ein 30 Grad Winkel. 30 Grad Winkel. Dann looten wir das Gebiet durch, schauen wir einfach mal, was da so los ist, und dann gehen wir südlich in das Militärding. Und dann stellen wir mal einen unsterblichen LeBron auf die Probe. Das glaube ich ist ein Deal. Das glaube ich ist ein guter Deal. Machen wir die Karten aus und dann machen wir uns auf den Weg, oder? Machen wir uns auf den Weg, machst du da auf. Wir haben ja noch ein bisschen im Schutz der Finsternis. Eigentlich sollten wir gleich da oben gehen, aber gut. So, wir gehen jetzt da nicht 45 Grad in die Richtung, sondern leicht ein bisschen West-Nordwest, da das jetzt einfach mal betiteln. Und wir ändern mal unsere Laufrichtung nicht. Los geht's. Zum Essen haben wir genug, alles haben wir. Uzi,
Ich darf nicht ins Militärgebiet, wenn du nur von einem 9-jährigen Fortnite-Zipfel über den Haufen gemacht, der dann auf deiner Leiche rumsquattet, weil die Mami ihn echt nicht mehr rauslässt, weil es bei den Nachbarn einen Garten geschissen hat. Du glaubst doch wohl selber nicht, dass irgendein 9-jähriges Fortnite-Kiddie DayZ spielt. Wenn, und genau das ist ja auch so ein bisschen das Problem, wenn, dann spielt, eigentlich sollte man da vorne in den Bauernhof reinschauen, da kann natürlich auch noch was liegen. Egal, wir ändern mal unsere Laufrichtung nicht mehr, wir laufen mal straight, sonst weißt du sie. So, das Problem ist ja, genau das Gegenteil von Leid spielt nach wie vor DayZ. Der Großteil. Nämlich Hardcore-Fans davon. Und die haben halt seit 2012 einfach nichts anderes in ihrem Leben gespielt als DayZ. Das heißt, den ersten, den ich erwisch, der irgendeine Gier hat, der fickt mich halt einfach, egal wie viel Klick oder wie gut ich bin. Egal, weil er einfach nichts kennt außer DayZ. Ja, mal ein bisschen die Landschaft begutachten. Ich meine ganz ehrlich, wer läuft denn da umeinander, Alter? Sag ehrlich. Wer läuft da umeinander? Wer tut denn das? Also ernsthaft, wer tut denn das? Ich meine, ich spiele ja das auch ganz anders. Der Patrick Heck fragt, kann man in DayZ bunkern? Also Loot lagern wahrscheinlich. Ja, genau das ist unser Plan. Ich möchte mal als erstes mal so kleine Kisten bauen oder ein Zaunset und dann bunkert man uns in ein Haus ein, damit wir mal Sachen ablegen können. Ich meine, ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Null. Nada, niente, nix mehr. Da vorne links, glaube ich, sehe ich übrigens gerade schon die Militärstation. Pass auf Wölfe im Wald auf? Was? Deathhacke. Mach mir keine Sorgen, Alter. Mach mir keine Sorgen. Wir gucken jetzt da ganz gemütlich, gemächlich. Oh, da hinten ist. Oh, da ja, Militärzeit. Da können wir ja mal einspähen. Na, wir können da ja mal einspähen. Ich meine, allein schon, dass ich halte mich da jetzt auf alle Fälle ja nicht stark. Sag ich dir, wie es ist. Ich meine, sehen tue ich natürlich nichts und da ist ja nichts und das ist auch ziemlich klar. Und es ist am Arsch der Welt. Aber ganz ehrlich, es gibt mit Sicherheit die einer oder anderen Spieler, die sich genau das gleiche dingen und denken sich, ach ja, da gehe ich hin, da ist nie jemand. Das ist gelungen. Danny, servus Birkster, grüß aus der Nachtschicht. Ich danke für die Unterhaltung weiter, so bester Mann, voll bis Gott Nippelgröße. Der 20er ist zu viel und du weißt es, Danny. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer vielen, vielen herzlichen Dank. 20er ist einfach zu viel. Wenn ich dir damit allerdings die Nachtschicht natürlich versüßen kann, dann ist das die Hauptsache. Viel Spaß beim Zuschauen. Bussi, Dankeschön. So, Militärstützpunkt. Jetzt looten wir erst einmal im Norden und dann luren wir da rein, okay? Okay? Ich meine, wir hören auch keine Schuhe und nix und da halten wir uns jetzt einfach mehr auf. Es ist übrigens eine Nacht, gell? Es ist nicht so gaudi so finster. Es ist in der Nacht, ist halt meistens finster draußen, okay? Auch wenn wir nicht oft draußen sind momentan, aber draußen Nacht so, das haben wir nicht vergessen, da ist es halt oft finster. Ja? So. Wir haben übrigens nicht falsch gelaufen, das ist schon mal gut. Jetzt ziehen wir gleich einmal Mosin raus, da die Vorschlag. Gib's mir mal die Mosin her. Ist da ein Mund drin, die ist drin. Und dann schauen wir mal. Kann man eigentlich auch unangelegt schießen? Also so? Geht das einigermaßen genau? Weil es natürlich schon ein Vorteil. Man schießt so viel einfacher wie in First Person, finde ich. Ich finde, dass das ist absolut Cancer. Das fühlt sich in DayZ einfach so schlecht an. Ich weiß auch nicht. Der Hogak schreibt, nein. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich First Person schießen. Hilft uns nicht. Außerdem reagieren wir auf fremde Spieler sowieso in erster Linie mal freundlich. Ja? Und dann haben wir halt Glück oder Pech und werden erschossen oder nicht. Plastikflaschen haben wir schon, brauche ich nicht. Hau ab damit. Ich brauche einfach nur einen Hammer oder irgend sowas. Industrial Loot. Gimme. So. Schnittflitze! Guten Abend! So, ich habe die Ehre, einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zu LeBrons Show. Ich sehe auf alle Fälle schon mal keine Zombies umeinander gurken. Das ist in der Regel schon mal ein gutes Zeichen. Und da schaut es doch sehr nach Industrial Loot aus, Alter. So Bauschutzheim. Brauchen wir zwar nicht, aber... Oh, da kommen wir aufmachen.
Oh, ja, das sagt mir bestimmt keiner, wenn ich diese riesen Tier aufmache, aber ist ja wurscht. Was haben wir da? Cargohose, brauchen wir nicht. Was haben wir da? Reifenreparaturset. Das kann man alles looten und mitnehmen, kann man alles brauchen. Wenn man scheiß verdammt nochmal irgendeine Option... Was? Olga? Was für ein Kofferraum? Olga 24 Kofferraumklappe. Dein Kofferraum, wo ist der Olga? Wie gut ist denn das, Alter? Schnitzflexe oder Schnitzelflitze, keine Ahnung. Junge, ich liebe deine How-To-Videos. Ich bin eingeborener Rheinländer, aber ich liebe Bayern. Ganz ehrlich, Special Greets normalerweise ist der Norden oder allgemein alles außerhalb von Bayern immer recht abgeschreckt von meinen Videos und von meiner Art und Weise. Aber man muss wissen, mir bezeichnet man das als Preis. Man, das wirst wissen, wenn du meine Videos kennst. Was ist denn dieser Bandana in fucking lila mit Punktel? Tut mir leid, da kann ich meinen fucking Feuerwehrhelm aufsitzen, wo Oma rotes Lichtel blinkt und mir so in die Fresse ballern lassen. So. Regel Nummer 1, man ist nur dann ein Preis, wenn man sich verhält wie ein Preis. Welcome to the Squad. Sie sind natürlich herzlich willkommen, Herr Schnitzelflitzer. Ich kann deinen Namen nicht aussprechen, Entschuldigung. Wir haben sprachlich einfach ein bisschen behindert. Aber auch ziemlich cool. Gleichzeitig. Ja, es ist ein schmaler Grad zwischen Behinderung und cool. So, Leute, Industrial Loot. Das ist der Plan. Das brauchen wir mir. Her mit dem Schund. Da hinten, Riesendrum Industriegebäude. Da, wenn wir jetzt nichts finden, dann scheiße ich einen Ratzen, Brudi. Was haben wir da? Arbeiterjacke. Arbeiterjacke, schon heute mit 30 Dingen, oder? Jetzt passen wir an. Daunenjacke, Arbeiterjacke. Was ist denn da besser? Einfache Jacke, die von Hausmeistern, Handwerkern und Bauarbeitern auf der ganzen Welt genutzt wird. Ermöglicht das Arbeiten unter widrigen Bedingungen. Ist das Ding besser wie das, was ich habe? Ja, ist so hell. Ist so hell, gefällt mir nicht. Wir haben doch der Schatten der Nacht. Wir haben der LeBron, aka Ninja-Braten. Der Lambo-Mi, haben wir schon was? Ich glaube, ich bin eingeschlafen. Chillt's einmal. Das hier ist looten und leveln. Und ein bisschen bluten. Ein bisschen looten, ein bisschen bluten. Schau mal hin, wie viel steht Holz das da. Jackpot, bitch! Give me the hammer. Oh, da ist der Hammer groß. Oh, fuck, Alter, da müssen wir irgendwas... Jetzt machen wir durch dir, jetzt müssen wir wieder Inventarmanagement betreiben. Hilft nicht. Leute, Bestandteil des Spiels, was möchtest du mal? So, von unserem Klebebandel können wir uns auf alle Fälle einmal trennen. Müssen wir, hilft nicht. Was können wir noch weiterhauen? Wie groß ist der Hammer? Ja, der bis in Diski. Der haben wir jetzt da damit. Wie der man das jetzt? Daunenjacke ist abgenutzt, Mosin abgenutzt, alles abgenutzt. Jeanshose, makellos. Was der man da jetzt? Multivitamin, OP, kannst du nicht wegschmeißen, geht nicht. Was der man da jetzt? Da müssen wir irgendwas essen oder so. Ich weiß auch nicht, oder sowas da noch wegschmeißen. Codein-Tabletten. Ja, scheiß auf deine Codein-Tabletten. Dein Mom ist ein Codein-Tabletten! Jetzt warte mal. Dann der man mir da, was der man da rein? Keine Ahnung. Ein Dosenöffner, weißt du was? Nein, der passt da gerade nicht rein. Was der man da rein? Ich hab doch keine Ahnung. Kruzifix nervt's mich nicht. Der man, ein Hagel der man rein. Den der man rein. Dann der man den da oben. Der man den da so, der man so. So, wie groß ist der Hammer? 6. Ja, das kriegen wir hier jetzt bei so 8. 1, 2, 3. Hammer sind wir dabei. Das ist Hammer. Alter, nicht das gute Codein wegwerfen. Ist das ernst gemeint oder ist Codein wichtig? Was kann das? Schmerztabletten für schwache und mittelstarke Schmerzen, auch als Hustenmedikament verfügbar. Ja, aber das gute Codein, Alter. So Unrecht hast du nicht. Vielleicht können wir das noch anders verstauen. Müssen wir da ein bisschen besser Tetris spielen. Wenn wir da was zum Zerschneiden finden, dann hätten wir eigentlich Platz dafür. Eigentlich hätten wir Platz dafür. Ich weiß ja bloß nicht wie und wo. Nehmen wir das da her. Ich weiß es nicht. Merkt man es einmal. Was? Morphin musst finden. Gibt's? Oder es gibt die Morphin in die, wie nennt man es denn? Keine Ahnung, ich bin sprachbehindert, Entschuldigung. Haben wir da was? Cargohose kann man wieder nicht zerschnipseln. Ich möchte jetzt in das Industriegebäude da rein. Ja, da mengen wir mir rein. Schauen wir mal. Ein Sarg kann man noch. Injektoren, korrekt.
Dankeschön, um meine komplette Sprachbehinderung auszugleichen. Ihr braucht auch eine Aufgabe im Leben. Hallo? Ihr braucht auch eine Aufgabe im Leben. So, kommt man da nicht irgendwo rein? Nein. Was denn jetzt? Scheiß Drecksgebäude, kommst rein, außer da. Warum da nicht? Ich verstehe die Frage nicht. Da fahr ich jetzt dann behindert oben und stirb. Das war eigentlich das perfekte Ende für den LeBron. Ah, da ging ein Tanjo kaputt. Da ging ein Tanjo kaputt, hab ich gehört. Fanta plus Codein und Welt ist in Ordnung. Kann ich jetzt so nicht bestätigen. Muss ich sagen. Entschuldigung. Muss ich sagen. Muss ich sagen. Ich mach mir jetzt eine halbe auf. In diesem Sinne, Herr Schnitzel, Flitzer, Dingsbums, lass das schmecken. Entfernungsmesser können wir nicht brauchen. Was braucht man jetzt eigentlich ganz konkret noch? Ein Sog, oder? Was braucht man? Ein Seil? Kann mir das mal jemand schreiben? Holz? Mein Holz liegt da genug. Oh, da haben wir noch eine Warnwesten-Zombie. So, gleich mal nicht auf den Jetzt ist gleich Schluss. Ist schon vorbei. Ist schon vorbei. Eine Taschenlampe, die brauchen wir nicht. Da kommt man noch rein. Moment, schauen wir da mal noch rein. Ist das vielleicht noch ein separater Raum? Ich kenne die Räumlichkeiten von... Ah, da waren wir schon drin. Ich kenne die Räumlichkeiten nicht mehr von früher, sage ich euch auch ganz ehrlich. Seile, Säge, eine Waffe. Ich habe eine Waffe, Alter. Ich habe Mosin. Was möchtest du mehr wie Mosin? Alter. Liegt da noch was umeinander? Nö. Seile, Säge. Eine Militärbase. Unterkühlt bist. Ja, unterkühlt sind wir immer. Irgendwie habe ich festgestellt, dass man permanent unterkühlt ist in dem Spiel. Leichte Wanderschuhe, braucht keine alte Sau. Dann weiß ich noch, dass es in der Halle da herum so ein kleiner Nebendings gibt. Schlagring! Ich weiß nicht, was ich mit dem soll, aber haupt damit. Braucht gerade Platz. Haben wir keinen Platz. Sag mal Tomate! Tomate! Da hol ich kann Karate! Oder was war's? Sag mal Fenster! Was hat denn er für ein Problem da? Bist denn du? Ah, bist du wieder ins Holz eingepackt, du Mongo. Da, hängen wir uns zusammen. Sauber auf Netz! Auf Netz! Feuer um! Nix hat er dabei, nix hat er dabei. So, wir kommen da eigentlich... Ah, da, schau hier, Holzstapel. Wir kommen mit dem Holzstapel agieren. Du brauchst Holzbredel, ein Seil und natürlich Muskatnuss! Ich brauche in erster Linie mal einen Holzstapel, aber wir nehmen da was. Wir nehmen da was. Sag mal, Klettergerüst. Na, wer backt denn da im Container rum? Ich sag doch deinen Arm, du Spacken! Kommt man da nicht rein? Mach mal auf. Ah, Zombie reingeglitscht. Soll mal recht sein. Naja, Säge brauchen wir... Also, brauche ich da an den Holzbredel eine Säge? Naja, gut. Vielleicht mit der Axt kann man, mit dem Hacke, das kann man auch mal probieren, ja. Könnte gehen. Darf jetzt nicht so viel Sinn machen unbedingt, um ehrlich zu sein, aber es darf, glaube ich, gehen. So, Zombie-Sepp, du kommst mir her, kriegst du sauber nicht jetzt. Nicht mich hauen, das zählt nicht. Ja? Zurückhauen zählt nicht. Bisschen Wolten. Schauen wir mal da. Schauen wir mal, ob wir die Hosen zerschnipseln können. Kombinieren. Ja, Stofffetzen herstellen, was uns wieder Inventarplatz bringt, weil wir jetzt dann ein Seil produzieren. Zumindest ein improvisiertes Seil. Jetzt nehmen wir das da mal so drauf, dann nehmen wir das in die Hand und dann nehmen wir das mit dem anderen kombinieren. Seil herstellen! Dann ist schon mal der nächste Schritt getan. So. Jetzt müssen wir bloß noch eine Sage finden. So, Seil, passt, nehmen wir, easy. Alter, was ist denn los mit dir? Mr. Mac One Bit Bullocks, halt beim Metzger wieder ein Saupreis vor mir. Ich hätte gerne 2 so große Bratwürste. Save Pandas! Save the Pandas! Don't serviere Weißwürst. Grüezi, was, der wollte Bratwürstel und hat auf die Weißwürst gezeigt. In der Semi. Jetzt haben wir dann bald alle Optionen durch wieder. Mr. Mac One Bullocks, 20 Euro sind zu viel, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Alter, Dankeschön. Mehr kann ich nicht sagen. 20 ist zu viel und du weißt, dass du bist lang nur dabei. Dankeschön. Von ganzem Herzen.
Keine große Bratwurst. Bockfotzen incoming. Vielen herzlichen Dank, Brudi. Hätte nicht sein müssen. Dankeschön. Kann ich da noch auf den Server gehen und ihm eine Säge bringen? Herr Sumsum. Ich bin schon kurz davor, dass ich frage, so, hey, kommt's auf den Server? Und dann muss ich gar nicht wissen, wie viele Leute sind denn überhaupt? Wie viele Leute sind denn im Stream? Ich sehe es immer noch nicht. Ich habe halt ausnahmsweise mal was anderes. Ein anderes Programm für den Chat gestartet, da wird es auch nicht angezeigt. 220 auf Twitch. Alles klar, Freunde. Und auf YouTube, das dauert wieder 15 Sekunden, bis YouTube überhaupt gespannt, dass ich gefragt habe. So, da gibt es auf alle Fälle nichts mehr zum Loot. 1124, alles klar. Ja, da beschweren wir uns jetzt einmal nicht, aber unser Codein können wir wieder einbackeln. Ja, Leute, das ist der Easy, oder? Ich hab Bock. Offensichtlich habt ihr ja auch Bock, weil sonst wird schon lang fort. Zombie gehört. Ich hab's genau gehört. Wo ist denn? Wo ist das Arschloch? Wo ist das Arschloch? Geh her! Wo bist du denn? Hallo? Wo ist denn? Ich hör nicht doch! Da waren wir noch nicht drin. Da ist noch was. So, müssen mit Militärbase. Der haben wir das. Wer ist für Militärbase? Schreibt 1. Wer nicht, schreibt 0. Ab in den Chat. So richtig sneaky peaky Mission, so mit Anschleicher, ganz langsam und so, das ist der LeBron ist unsterblich, Alter. Schafft man. Bin ich zuversichtlich, schafft man. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 10. 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, ja. Schaut nach Military Base, Military Base. Schaut nach Military. Ich nehme die Nummer 3. Warum kann man eigentlich in die Mülltonne nichts finden? Das ist eigentlich die allergrößte Frage, die ich habe. Da schlagen wir mal noch einen Zombie. Vielleicht hat der einen Sarg dabei. Man, er ist Bauarbeiter. Da kann man schon mal einen Sarg dabei haben. Hast du einen Sarg? Check-off. Ah, natürlich nicht. Naja, gut, dann. Helft's sowieso nicht. Dann helft's nicht. Kinder, es wird auch langsam hell. Das ist wahrscheinlich dumm, was wir tun. Ich sag's, I'm predicting the shit, Alter. Das ist wahrscheinlich dumm, was wir tun. Aber wir machen uns auf den Weg im Military. Ab in die Military. Der ultimative Test. Ist das schon Süden, wo ich da hingehe? Ja, das ist der richtige Weg. Wir nehmen Pistolen einmal in die Hand, falls ein spontaner Angriff kommt. Oh shit. Und jetzt halt. Wie schaut denn eigentlich das aus? Ah, mit der kann man ein bisschen schneller schießen. Ich glaube nicht, dass wir damit jemanden umbringen, weil wenn da jemand drin ist, dann hat wieder irgendjemand ein AKS oder irgend sowas und auf 2 Schuss bist du halt tot. Ah, Mr. LeBron, jetzt kannst du unter Beweis stellen, dass du der unbezwungene Obermotherfucker bist. Ja, so schaut's aus. Die Frage ist natürlich, jetzt pass auf, jetzt sitzen wir uns da mal schnell in den Wald ein. Wir haben ja gar keinen Platz für irgendwas. Was der mal weg? 22 LR-Munition. Ich sag dir ganz ehrlich, den ganzen Scheiß, es hilft jetzt einfach nicht. Wir müssen mal irgendwas wegwerfen. Irgendwas muss weg, damit wir Platz haben. Sewing Kit. Von was trennen wir uns? Ich habe keine Ahnung. Wir fressen jetzt einmal, wir fressen jetzt einmal unser Fett. Wir fressen jetzt einmal unser Fett. Das fressen wir uns jetzt einfach einmal rein. Ist einmal das Erste. Wir haben noch genug. In die Depth. Haha, Depth! Das sind die Tipps, die ich jetzt brauche. Mr. Equix FB. Oh, wir speien schon wieder. Oh, wir haben gespült. Ja, haben wir auch gerade einen Batzen Fett gefressen. Wer speibt da nicht? So. Die LR22 Moon macht absolut keinen Schaden. Weg damit. Brauchen wir nicht. Was haben wir da? Ein 380er ACP Moon. Also ich weiß nicht mehr, was die da für ein Moon hat. 9x19. Was haben wir da? Das ist zum 62er. Das ist Moon für Mosin, gell? Ich tue mir halt immer noch. Nein, die 54er braucht Mosin. Haben wir da nicht mehr mehrere Schuss?
Die scheiß Schrotflinten-Backshots braucht kein Mensch. Die 380er ACP Moon braucht kein Mensch. Die 762er heben wir uns auf. Die ist wichtig. Dann gönnen wir uns einmal Vitamintabletten. Hau da Tabletten rein, Kim. Gib ihm. Ist drin. Passt. Die schmeißt man natürlich nicht weg, weil die haben echt overpowered, die braucht man. So, die zwei sind am wichtigsten. Zündhäcksel sind wichtig. Codein-Tabletten. Schauen wir mal da rein, haben die da keinen Platz mehr drin? Nein. Das ist Munition für die Mosin. Das ist die andere. Okay. Den Wurmhagel. Was war denn das wieder? Herr Nusser. Bürger. 1-0-0, 1-0-0. Jeder Roboter, was hat der über meine Mutter gesagt? Dein Mama ist ein Roboter. Herr Nusser, danke dir. Bussi aufs Nussi. So, recht viel mehr. Jetzt haben wir da einmal 5 Platz. Okay, das ist ein Witz, Alter. Wir haben keinen Platz nicht. Ich weiß nicht, was wir da sollen. Kruzifix. Den Fischerhagel. Braucht man den Fischerhagel? Wirklich, den Schleifstor. Braucht man das? Braucht man alles! Wenn du Streicher hast, dann kannst du Feuer machen, dann brauchst du Gaskocher nicht. Das stimmt, aber der Gaskocher ist so schön leise und unsichtbar. Deswegen habe ich ihn drin. Und der Gas, schauen wir mal, wie der Gaskocher überhaupt beieinander ist. Wie viel, der hat fast kein Gas mehr. Soll man ihn wegtun? Soll man einen Gaskocher opfern? Der hat wirklich viel Platz. Da können wir wirklich ein bisschen was mitnehmen. Legen wir ihn einmal daher. Je nachdem, was wir finden. Weg damit. Weg damit. Dann machen wir einen Rucksack frei. Das tun wir da auf. Das tun wir da auf. Einen Schleifstahl tun wir da auf. Einen Dosenöffner tun wir da auf. So, jetzt haben wir wirklich einigermaßen Platz da. Da haben wir jetzt wirklich. Können wir mir das vielleicht da links noch da einer da? Nein. Gatt braucht man, die hat mir viel Zeit und Liebe gekostet. Passt. Machen wir so. Machen wir so, dann ist genügend Platz. Genügend Platz. Ab in die Military Base. Sneaky peaky Motherfucker. Jetzt nehmen wir mal. Aber wir gucken wir natürlich nicht langsam an, weil dann schießen sie uns aus die Säcke, bevor wir überhaupt da sind. Ja, dann schauen wir weiter, dass wir wieder weg sind. Alter, wir haben gar nicht weit weg. Alter, wir haben halt einfach gar nicht weit weg, gell. Pirschen wir uns einmal an. So, jetzt halt Geduld, Kinder. Und die Augen offen halten. An die Gleise unten ist natürlich vielleicht auch dumm, wenn wir laufen. Einfach so ein bisschen im Wald drin. Nachteil, ganz großer Nachteil. Ganz großer Nachteil. Unser roter Rucksack. Und ich finde, zumindest geht es mir so, darum gehe ich davon aus, geht es auch anderen so. Ich tue mich sehr hart in dem Spiel Dinge zu spotten. Das heißt, dass ich halt einfach Spieler erkenne. Noch schwieriger wird's, wenn sie keiner Alter, jetzt sag ich mal, da liegt die. Okay, da ist ein Zombie um. Da ist ein Zombie um, das war. Der war doch aber gerade nicht da. Der da auch nicht hinter dem Baum. Das heißt, die haben gerade gespawnt. Du hast 224 Augen, die dir helfen. Ja, das ist okay. Aber ich passe ja nicht auf den Chat auf, weil ich mich einfach versuche zu konzentrieren. So, jetzt pass auf, wir gehen jetzt da in den Hocken rein. Und dann schauen wir mal, wie wir uns jetzt da einschleichen. Das Problem ist also, in der Military Base, da fackelt auch keiner lang. Da wenn mich einer sagt, da schießt er mich. Ganz einfach. Aber die ganzen Zombies da, die waren doch gerade nicht da herin. Jetzt pass auf. Jetzt probieren wir mal den zum Schlagen und dann schauen wir, was passiert. Sneaky Peaky Aktion, Alter. Okay, haben wir. Was haben wir da? Jagdstiefel. Die nehmen wir mit. Unsere haben offensichtlich kaputt. Dann systematisch, Stickerl für Stickerl. Liegt da was um? Nein. Nicht trädeln. Aber auch nicht hudeln. Ja, nicht trädeln, so eine Mischung aus zügig durch und systematisch das Zeug abluten. Das kriegen wir hin, Leute. Das kriegen wir hin. Je länger dass wir da sind, desto länger haben wir ein Ziel dafür. Leute, bitte nicht ablenken jetzt mit Donations. Ihr Puls 400. Meine Damen, oh, da haben wir schon einmal was. Munition. Fuck. Hoffentlich heute.
und wieder hier hocken und Maul halten. Alter, meiner Meme, Christi Birger, darf ich heute bei dir schlafen? Ich hab mir ins Bett geschissen. Danke für deinen Zwickel, Alter, aber mein Platz im Bett ist für die Bürgerin reserviert. Aber Dankeschön. Legst einfach eine Zeitung drunter, das wird schon wieder. Das wird schon wieder, tun sie sich nicht hinunter. So, wir haben eine Munition gefunden. So, jetzt pass auf, jetzt da schlagen wir ihn da hinten. Ist natürlich ein bisschen riskant, weil wir da aus den Zeiten rausgingen, dann kann man gesehen werden und der Zombie-Sepp. Und der Zombie-Sepp holt vielleicht seine Kumpels. Aber wenn wir mir da Zombies ausradieren, das passt schon. Ah, kann uns nichts überraschen. Können wir auch vielleicht mal ein bisschen rundum schauen, ob ich so ein bisschen so, ob da nicht irgendjemand in die Stauen drin hockt und da umeinander guckt. Ich meine, der ist ja auch nicht behindert, der sagt, dass ich eine Mosin habe, dass ich nicht komplett unbewaffnet bin. Okay, da haben mehrere Zombies, eine in die Zeit. Schauen, jetzt weiß ich natürlich, ich kenne die Spawnpunkte nicht. Ah, nochmal Munition. Was haben wir da? Panzerbrechende, nein. Okay. Es gibt panzerbrechende Munition. Das muss jetzt schnell gehen. Da ist der. Nein, ich fahr hier um, du Arschloch. Komm, jetzt bist du da, ja. Ja, der fällt auf einen Schlag um, passt. Ich glaube, der hat eine Taktikwesten. Feldweste. Der hat 30 Platz. Und die andere hat auch 30 Platz. Alter. Jackpot. Jackpot. Das ist zusätzliche Ausrüstung, wo wir Platz drin haben. Jackpot. Hat sich schon orientiert. Was haben wir da? Dschungelstiefel. Die haben ja noch geiler wie meine. Ohne mit den Dschungelstiefeln. Nehmen wir mit. So, nicht Rädeln, Bürger. Einigermaßen genau schauen. Ja, mehr Pistolenmund. Sagen wir auch nicht nein. So, jetzt pass auf. Jetzt müssen wir uns da irgendwie halbscharigonisch schleichen. Vielleicht auch ohne, dass wir die zwei Typen da draußen noch pullen. Jetzt gehen wir da mal hinter das Zelt da so. Da schlagen wir den im Zelt. Wenn er rauskommt, pass auf. Ja, ich ziel doch auf den Kopf. Ducken wir uns wieder. Da hinten liegt, glaube ich, Rauchgranaten. Dschungelstiefel haben wir schon. Pff, Rauchgranaten, scheißegal, nimm mal mit. Ist egal, haben wir genug Platz jetzt gerade aufgesammelt. Noch mehr. Was haben sie denn mit der 39er Mund? Die gibt's zum Sauffuhren, Alter. Ja, nur die Ruhe. Nur die Ruhe. Ich weiß schon, dass wir da eine Zeit auslassen haben. Oder haben wir da überhaupt eine Zeit auslassen? Ich bin mir nicht sicher. Schauen wir mal. Zombie ausradieren. Hat nichts dabei. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob wir da schon drin waren. Ja, waren wir. Konzentration. Einmal rundherum. Gehen wir da rein. Habe ich den Zombie-Pult. Zombie-Sepp. Wie schauen wir aus? Zombie-Sepp. Okay. Oh, die haben zu zweit. Scheiße. Granaten kann ich... Ah, das ist so geil. Das ist neu. Das kenne ich nicht, dass man da extra Slots für Granaten hat. Das ist natürlich nice to know. Danke für den Hinweis. Ein PSO-Zielfernrohr. Nehmen wir mit. Ja, passt das. Wo haben wir das jetzt hingesteckt? Da haben wir es. Kann man das auf... Nein, tut das weg. Kann man das auf den Mosin drauf tun? War eigentlich komisch. Egal, wir nehmen es auf alle Fälle mal mit. Kann man vielleicht brauchen. Habe ich übersehen gehabt. Oh, der Buttstock. Buttstock für M4. Nehme Tant. Die sind bitte nicht da, bitte nehme mit. Mei, wo hängen die jetzt wieder? Okay, den ersten haben wir. Jetzt hat er nicht zugehauen, der Idiot. Ah, gut, sie fix, das nervt mich schon wieder. Das... Okay, die haben keinen Loot. Passt, weiter geht's. Alter, jetzt hab ich gemeint, das ist ein Spieler. Leck, Alter, jetzt hab ich gemeint, das ist ein Spieler, weil er einen Helm auf hat. Jetzt ist er sowieso da oben packt und glitscht, kannst du eh vergessen. Okay, weiter geht's. Nicht so lange mal antredeln, Bürger, nicht so lange mal antredeln. Puls 400. Bürger chillen. Gibt's da was da herin? Gibt's da was am Boden? Habe ich nicht gescheit geschaut. Gut, fix. Ist das ein Container, den man aufmachen kann? Ja. Was haben wir da? Panzerbrennende. Nein, mal irgendwas im Mund. Nehmen wir mit. Ist okay. Ich glaube, in dem Zeit machen wir gar... Kann da sonst noch irgendwo
Lootling, den ich jetzt überlege. Da in den Netzer zum Beispiel. Nein. Da waren wir drin. Da ist ein Scheißhaus. Da kann was drin sein. Jetzt liegt er am Dach. Ich weiß nicht, was es ist. Ich mag mir ja gerade nicht drüber lustig machen, weil ich echt ehrlich gesagt so schnell. Oh, Scheißhaus. Gibt es am Scheißhaus was? Oh, kann ich den. Da kann man uns einfach im Scheißhaus auch ausloggen. Container in der Mitte. Tatsächlich, da liegt noch was. Das habe ich doch gerade schon aufgeklappt. Naja, gut. Naja, gut. Nochmal halb schaue ich zurück aus. Schauen wir da nochmal, was haben wir da? Magazin haben wir vorher auch vergessen. Oder das ist gerade gespawnt. Oder ich weiß einfach nicht mehr, ob wir schon herin waren oder nicht. Egal. Was haben wir da? Kampfmesser. Easy. Nehmen wir mit. Kann man brauchen. Und da ist doch jetzt auch gerade was gewesen. Jetzt probieren wir mal, was ich gehe jetzt noch mit auf, wenn da jetzt Loot liegt. Liegt aber kein Loot. In die Container. Da waren wir schon. Haben bloß 3. Nehmen wir da noch auf. Aber ich glaube, wir haben es. Ich glaube, wir haben es. Ich glaube, wir haben es. Systematisches Durchschleichen. Ah ja, und dann würde ich sagen, verpissen wir uns wieder. Und zwar genau da hin, wo wir unser Zeug geworfen haben. Abflug. Jetzt haben wir noch einen Zombie triggert, das ist aber nicht so tragisch. Aber den hauen wir um. Weißt du, vielleicht hast du was Schönes dabei, wer weiß. Mein Gott, dieses Treffersystem von dem Spiel, Alter. Du kehrst da aus dem Leben gefotzt. So, Abflug. Wieso kann ich jetzt nicht laufen? Doch, kann ich. Abflug. Oh, was liegt da? Ein Schwammel! Was? Auf einen Stuhl in einem Z war noch was gelingt. Draufgeschissen, Alter. Freunde der Sonne! LeBron! Untouchable! LeBron Untouchable! Meinst, findest du das Zeug nochmal? Das findet man schon. Das habe ich systematisch da an irgendeinem Baum platziert. Das findet man schon. Habe ich nicht da irgendwo in den Baum das reingeworfen? Liegt schon da irgendwo. Irgendwo da liegt's. Das war doch der Baum, oder? War es doch der Baum? Leroy Jenkins! Tja, vielleicht finde ich es aber auch einfach nimmer. Auf alle Fälle war mein Military Loot. Ein bisschen ein. Alter, die Westen ist gut wert. Geil, Alter. Absolut geil, die freut mich jetzt wird Sau. Die Westen mit Nummer 30 Platz. Jackpot, Alter. Jetzt haben wir das Magazin da, haben wir den ganzen Military Loot. Jawohl. Kampfmesser. Batz, da können wir alles nicht brauchen jetzt nicht mehr. Aber ist egal. Jetzt findet das nicht mehr. Ich find's auch nicht mehr. Natürlich finde ich es nicht mehr. Was hast du aber auch gemeint? Sag ehrlich. Ha? Sag! Ich meine, ich hab das da hinterm See an den ersten Baum geworfen. Wer war das wieder? Schulze Liebe! Und jetzt Base bauen und dann ab ins Airfield. Ja, das ist eigentlich ein Plan. Der Bürger sieht vor lauter Wald den Baum nicht, ja? Ich hab eigentlich gemeint, da direkt nach dem See. Messer passt in manche Schuhe. Nein, den nicht. Also da gibt es irgendwo einen Extra-Slot, von dem ich nichts weiß, keine Ahnung. Ein bisschen weiter oben. Meinst du da herum irgendwo? Na? Da im Wald vielleicht? Na? Da vielleicht? Na? Da vielleicht? Na, so offen sind wir nicht gestanden. So offen sind wir doch nicht gestanden, Mann. Da vielleicht? Na. Tja, Kinder, dann ist er wohl verschollen, unser Gaskocher. Hilft ihm sowieso nicht, müssen wir feiern mal. Wie in der guten alten Zeit, müssen wir mal feiern mal. So, die Frage ist jetzt, wo kriegen wir jetzt die das scheiß Eisensagel-Ding her? Jetzt gehen wir da mal zurück in das Industriegebiet. Press F for Respect. Für einen Gaskocher der Herzen.
Press F for Respect. Für den Gaskocher der Herzen. Wahrscheinlich werden noch eine Glut haben, ja. Bei unserem Glück hat wahrscheinlich irgendjemand Glut und der schießt uns jetzt dann da im abgefucktesten Industriegebiet, wo kein Mensch auf der ganzen Welt oder Baustellen leichten. Wie groß ist die? Zu groß. Kann man mit dir zuhauen? Ich weiß nicht. In irgend so ein kleines Ding gehen wir jetzt rein. Und dann schauen wir mal auf die Map, wo wir jetzt so eine scheiß Eisensäge herkriegen könnten. Und dann machen wir mal eine Bestandsaufnahme, was wir haben und was wir brauchen. Ich glaube halt wirklich nur noch ein Sag. Also wirklich nur noch das Sage und dann passt's. Glaube ich. Mehrere brauchen wir noch. Kann man eigentlich alle Container aufmachen? Nicht, gell? Oh, was haben wir da? Trockensack! Trockensack! Ja, Alter, da eine mit der Moon. Was ist mit dir? Außerdem kann man die stoppen. Schauen wir das an. Da können wir einen Platz sparen. Trockensack! Wie groß ist denn der Trockensack? Kriegen wir den. Was können wir da rein? Ich weiß ja auch nicht. Gehen wir auf alle Fälle einmal das da rein da. Und dann können wir unser. Das Essen der wir nicht. Und dann haben wir das Hacke rein. Und dann. So, ein bisschen Inventory Management. Batches. Und dann kann man eigentlich. Ja, bis dahin kann man dann nicht mehr nehmen, gell? Kann man den Trockensack da oder? Ja, braucht man den Trockensack überhaupt? Was tue ich mit dem Trockensack? Hau einen Sack brauche ich! Du besoffener Uhu-Bürger, was tust du denn heute den ganzen Tag? Renn den weg, schickt man an wie ein Volldepp. Braucht der Sack, was tut er? Klappt einen Trockensack auf. Mundklammer auf, jetzt haben wir Platz. Mal zurück aus. Also offensichtlich glaube ich, die Container ohne diese silbernen Schnallen. Haha, Schnallen. Die kann man aufmachen, glaube ich. So wie ich das jetzt da gesehen habe. Da den gelben zum Beispiel kann man aufmachen, den linken daneben nicht. Wenn ich das so richtig erkannt habe, keine Ahnung. Schauen wir da mal in Kisten rein. Was haben wir da? Noch mehr haben wir, Alter. GG, oder? Oder haben wir eine Haltbarkeit? So ein Haltbarkeitsbalken? Nein, da waren wir vorher schon drin. Da waren wir da vorher schon drin, aber in dem gelben Container, da waren wir noch nicht drin. Nein. Lena, Dankeschön dir. Freut mich sehr, dass dir mein Lied gefällt. Viel Spaß damit. Ab in die Dauerschleife damit. Ein Angelhaken. Eiskalt, oder? Ein Angelhaken. Nehmen wir mit, oder? Nehmen wir mit. Kann man brauchen. Kann man immer wieder mal brauchen. Ja, freilich. So. Jetzt aber. Jetzt stellen wir uns mit rein. Da ist unser Klebebandel von vorher noch. Können wir auch mitnehmen. Mann, haben wir so. So. Knien wir uns einmal hin. Und dann. Du hast der erste Hilfeset in dem Sack gelassen. Nö. Hab ich nicht. Da ist. Herbert. So nicht. Also. Wo sind wir? Wo war unsere Reise bis jetzt? Angefangen haben wir in Myshkino, da hinten. Dann sind wir nordwestlich gelaufen, ins Industriegebiet, bla 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 bla. Haben wir die Container durchgeschaut und was weiß ich, was alles da ist. Sind wir südlich da oben ins Military-Ding. Haben wir sauber gelootet. Haben wir nichts Gescheites gefunden, sagen wir auch, außer die Westen. Die ist wirklich ultra barbene. Massivst barbene. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch eine Säge. Und die Frage ist, wo kriegen wir die her? Tja. Die Frage ist, wo kriegen wir die her? Ich sag das, was ist, ich weiß es nicht. Wir haben eigentlich nur eine Option. Was haben wir da? Metallurg, da ist ein Camp. Da kann man jetzt in den Süden gehen. Ich hab gehört, auf dem Airfield gibt es Sägen. Was da denn der LeBron auf dem Airfield, Alter? Der LeBron ist unsterblich. Oder wir könnten uns die Gleise entlang Richtung Norden bewegen. Dann gehen wir da einmal nach Rostoki, was auch immer das ist. Dann können wir da einmal nach Galkino gehen. Da so, wenn wir dem Weg nachgehen. So das erste Mal so in den Norden rauf. Wenn dann die Flussgabelung kommt. Dann da oben nach Bogatyrka. Und dann nach Trikresta. Der Patrick schreibt, weil's das eh vergisst, schreibe ich gleich. Map!
Ein Flieger klaut, was? Und dann abgestürzt. Was? Die kriegst vom Sägewerk was? Was? Die kriegst vom Sägewerk Bad Segeberg. Was? Sag das mal ganz schnell hintereinander. Stolzer Löwe. Und wenn wir nach Westen gingen? Aber was tat man da? Also wenn wir von da aus jetzt da rumgingen, da, nach Simurg, da ist ja nur ein Bau und sonst nix. Da ist nix. Also was sagt ihr? Richtung Norden die Gleise entlang? Man, das dauert gut die 5 Minuten da mit Sicherheit der Gehweg. So weit ist es nicht. Ja, das ist grob genauso weit wie von Mischkino da rum. Ist genau derselbe Weg da rauf. Und dann können wir mal Galkino und Bogatürka schauen. Also ich würde sagen Norden. Mr. Brezensolz! Welcome to the Squad. Vielen Dank für deine Mitgliedschaft. Bussi aufs Nussi. Ab in den Chat. Habe dritte Herr Brezensolz. Alle Wege führen nach Rom. So, dann Gleis nach, Richtung Norden, machen wir uns auf den Weg. Wir haben noch keine Zeit. Und schau dir das an, er hat nicht vergessen, dass er die Map ausschaltet. Kannst du das eigentlich vorstellen? So, dann müssen wir aussehen links und einfach die Gleise noch. Brudi, das kriegen wir hin. Ziehen wir mal jetzt einen Sicherheitsbase raus. Und instant vergessen, wo Norden ist. Du, passt schon. Einfach instant vergessen. Was ist nämlich das da? Betonplatten, kann man mit denen hier irgendwas tun? Ich weiß nicht. Und da drin? Da waren wir noch nicht drin. Liegt natürlich nur Scheiß drin und ein Motorradhelm. Der 480. den wir gefunden haben. Ja gut. Dann gehen wir mal den Weg danach, den ich vorschlagen. Zum Essen und zum Saufen haben wir genug. Verdürsten wären wir nicht auf dem Weg. Die Gleise sind links. Von uns, da ist eine Brücke. Warum da immer eine Brücke ist, keine Ahnung. Ja, da geht ein Flussal. Das ist in Ordnung, aber wir gehen mal an die Gleise. Oder warte mal, jetzt stellen wir uns da mal noch mal rein. Müssen wir noch mal schnell schauen. Wir haben jetzt quasi genau da. Wir kommen jetzt dem Weg nach. Dann kann eigentlich nichts fein. Gehen wir dem Weg nach. Wegabzweigung links, dann einfach dem Weg nach und dann kommen wir von selber, wenn wir den Weg noch laufen, daher. Und wenn wir die Kurven merken, dann passt das schon. Ja, müssen wir betten, dass uns keiner über den Weg läuft. Hilft jetzt sowieso nicht. Leute, chillt's. Oder wenn ich da jetzt irgendjemand übersehen habe, ich schaue jetzt nochmal da kurz einmal, ihr müsst währenddessen, hoppala, Map. Ja, Map, Entschuldigung! Einmal am Tag vergessen ist in Ordnung, okay? Okay? Einmal am Tag ist in Ordnung. So, Odelfahrer Beni, merci wieder entwickelt. Bürger um die 30, war noch nie im Sägewerk, Bad Segeberg. Na, war ich noch nicht! Was da denn da? Und im Zweifelsfall, junger Peregrin Tuck, immer der Nase nach. Brezensolz, welcome to the Squad, habe ich schon gesagt. Stolzer Löwe, wenn wir nach Westen gehen, da weiß ich nicht genau, wo du hin willst. Das darf mich noch interessieren, so ein bisschen, wo du eigentlich hin willst. Nochmal der Löwe. Und jetzt Base bauen und dann ab ins Airfield. Nein, bis dahin habe ich gelesen. Dann habe ich doch gar nicht so viel übersehen, glaube ich. Wenn ich da, Leute, wirklich, I'm serious, wenn ich da irgendjemanden übersehe mit den Donations, I'm so sorry. Aber wir können nicht einfach da immer 2,5 Stunden lang den ganzen Tag Donations lesen. Dann wird es irgendwann lächerlich. Das glaube ich versteht aber auch jeder, oder? Da ist keiner irgendwie. Der Asker schreibt, das Sägewerk Bad Segeberg ist unser ganzer Stolz. Im Sägewerk Bad Segeberg gibt es viel zersägtes Holz. Das Sägewerk Bad Segeberg ist der totale Bringer. Im Sägewerk Bad Segeberg hat niemand mehr 10 Finger. Jetzt, so glaube ich, hat es gerade Klick gemacht, was du meinst. Ich glaube, in dem Sinn kenne ich es. Aber da ich halt auch nicht, ja, wie soll ich sagen, weiß ich nicht. Ich kenne es aber ja. Was? In der Military Base hast du alles übersehen? Was habe ich übersehen? Herr Utzmeier, sagen Sie mal, was ich übersehen habe. Ich bitte darum. Was habe ich noch groß übersehen? Zum Beispiel. Let me know. Schau mal beim Baudi nach der Säg. Mr. MCM, was meinst du mit Baudi? Bürger, leg dir mal bitte auf 5, 6, 7 was auf. Oh, stimmt, wir haben ja neue Optionen unten in unseren Leisten. Das kommt durch die Kampfwesten, oder? Ein Rangefinder, ja, da haben wir schon 5 gefunden oder so. Aber scheiß auf den Rangefinder, Alter. Interessiert mich nicht. Alles. Herr Utzmeier, die Donations. Was? Was habe ich übersehen? Uzi, die Zombies nicht pullen. Oh. Uzi, habe ich wirklich übersehen.
Die Zombies nicht pullen, den links schieben. Den links schiebt, den rechten zappen und dann Follow-up mit Blind GG Easy Noob / Dance, Motherfucker. Schieben ist immer ein guter Witz. Immer. Wer nicht weiß, von was ich rede, ihr Ahnungslosen. Den linken Zombie schieben, den rechten zappen. Und wenn sie ist, dann stealth mal vorbei, wenn es passiert. Herr Uzi, vielen Dank, made my evening. Wer ist da wieder? Herr Gustelaber! Drop the bass. Welcome to the squad. Bussi aufs Nussi. Dankeschön. So, wir laufen immer nur blind im Weg einfach nach, dann kann nichts passieren. Da kann einfach nichts passieren, wenn das lest man ein wenig. Herbert, ich hab den Link vom Segeberg Bad Segeberg in Discord rein. Das muss man kennen. Grüß aus der Schweiz. Grüß in die Schweiz aus deiner Heimat. Werde ich mir nachher anschauen. Dankeschön. Ja, übrigens, ich habe einen Discord-Server für die Leute, die neu sind und das nicht wissen. Einfach Ausrufezeichen Discord in den Chat einschreiben, kommt der Link. Hausmeister, merci dir. Der Bürger, mein Twitch-Account ist leider bannt worden. Wegen dem Benutzernamen. Gichtel. Ihr meinst jetzt wegen Gichtelfutzen. Alles klar, Twitch. Vielleicht muss ich doch einmal ein bisschen drauf schauen, was ich so von mir gebe. Irgendwie. Also wenn es wegen Gichtelfutzen, dann schreibt. Leute, bitte. Leute, das sind einfach Beträge, das ist einfach zu viel. Herr Lene. Hashtag Programmer. Press F for Respect für den Gaskocher. Für den Gaskocher der Herzen. Ganz wichtig. Alter, 25 Euro sind zu viel, danke dir. I'm serious, vielen lieben Dank. Der Schwarz mit einem Euro. Kannst du meine Frau grüßen? Fixie Hartmann. Pixie Hartmann. Ist der eigentliche Insider. Hilft ja nicht. Wäre voll nice von dir. Jawohl. Ich hab den Wortwitz schon verstanden. Hab aber schon weit schlimmere Sachen gesagt, von daher stresse ich mich da jetzt nicht sonderlich. Außerdem finde ich es auch nicht recht schlimm. Solange es mir nicht mit dem N-Wort. Der Pistolenbrusthalter. Aber der ersetzt die Weste, gell? Kann man nicht nehmen. Was haben wir da sonst noch? Alter, wer braucht Gaskocher, wenn es 5 Meter weiter einen großen Gas... Alter, wie viel Platz braucht denn der? Bist du volltrunken, mein Freund? Bist du volltrunken, mein Freund? Warum tu denn das eigentlich, Alter, mit dem scheiß Hammer? Fick dich doch, hau ab mit deinem Hammer. Das da rauf. Und dann haben wir das Hacki da, ja. Das Messer. Das Taktikmesser können wir irgendwo verstecken, was weiß ich. Machen wir so. So. Alter, wir brauchen einen kleinen Press F für den neuen Gaskocher. Was soll ich machen, Alter? Brauchen wir bloß einen Aufsatz, aber ist nicht so schlimm. Dafür haben wir es im 62er Mund gefunden. Nehmen wir mit, Alter. Beste Bude! Hashtag beste Bude, Alter! So, wo zur Hölle sind wir? Wir haben ja doch da eigentlich auf dem Weg in Richtung... Oh, gibt er die Guard Rays. Oh, Guard Rays. The most important graphics feature of all times. Direkt neben... Alter, wo sind wir? Da geht der Weg... da geht der Weg weiter. Okay, bin schon stark. Einfach mal einen Tab zumachen. Geil. Warum einen Tab zumachen? Raytracing 2012. Ja, genau. Und das ist das wichtigste Graphics-Feature direkt. Also wirklich, erst einmal kommt lang nichts, aber das nächste ist auf alle Fälle Bewegungsunschärfe. Und der Kriesel-Filmeffekt. Ganz wichtig. Ganz wichtig, Alter. Important. So, schauen wir mal, wo wir da hingehen. Langsam nerven wir aber God Racer schon. Aber es ist immer ein guter Effekt. Ja, schafft Atmosphäre. Schafft der Schiens natürlich Spattle, ist völlig in Ordnung. Jetzt wird langsam mal hell. Guten Morgen, Alter. Gickel kann man mal wieder finden und abstehen. Scheiß Gickel, kehrst du abgestoßen. Halt dein Futzen, Alter. Hashtag Gockelmann. Du Spast. Alter Birger, du hast 5, 6, 7 immer noch nicht vergeben. Herbert, das stimmt, aber ich brauche 5, 6 und 7 momentan auch eigentlich gar nicht, um ehrlich zu sein. Ja, beim Pro-Gamer, ich brauche bloß 1 bis 4. Und das nicht wirklich. Was haben wir da? Kopflampen. Die kannst du in deinen fetten Arsch einschirmen, Alter. Schlechte, du Arschloch. Ihr Österreicher seid so geil. Das kann man nur immer und immer wieder sagen. Der Alida Näset.
Alter, was wir alles finden? Was ist los mit dir? Fuck, wo der wir das hin? Der hat Munition, der haben wir in unserer Taktikwesten. So. Meine Güte, Alter. Ich hab Donation schon bemerkt im Augenwinkel. Ich bitte um Geduld. Ein Ledernähset. Du, das nehmen wir mit, das kann man brauchen. Haben wir ausreichend Platz. Was haben wir da? Herr Schulz! Auf dem einen Topf ist ein Gaskocher drauf. Das stimmt. Das stimmt. Das habe ich einfach vergessen, Alter. Da schaut der Vierer, siehst du das? Da ist ein Gaskocher dort. Das ist ein Campingkocher. Haben wir einen neuen Gaskocher, Alter. Brauchen wir uns da nicht mehr stressen. Easy life. Easy Gaskocher, easy life, Alter. Was möchtest du mehr im Leben? Frage dich, hier und jetzt. So, nochmal zurück zu den Österreichern. Dann nochmal der Martin Leni nochmal. So schnell rutscht dir in Vergessenheit der Herzensgaskocher. Das stimmt. Ah, du bist so austauschbar heutzutage. Du bist so leicht zu ersetzen, egal wie gut oder schlecht du bist. Brutal. Da hinten ist ein Zombie gespawnt, hab's genau gesehen. So, schauen wir da mal rein. Liegt jetzt da bald einmal irgendwo ein Sarg umeinander, wie narrisch? Rennen wir 2 Stunden im Kreis oder da ist schon wieder Ledernäse. Ich weiß nicht, irgendjemand hat da offensichtlich Lederarbeiten am Scheißhaus vollzogen. Zombie in der roten Jacken, damit man ja nicht sagt. Ja, Camouflage Level 9 Millionen. Was haben wir da? Ein Schraubenzieher, einen haben wir auch noch nicht. Du, die nehmen wir mit. Nehmen wir mit, kann man brauchen. Ein Sarg! Ich brauche einen Sarg! Hallo, ne Säge! Ich möchte ein Lager bauen und kann mit daheim weiterkommen. Den Leuten wird langweilig, Spui. Tu mal was für dein Geld. So, zurück zu den Österreichern. Unfassbar geil. Da ist er. Also, das ist nicht unfassbar geil. Nicht falsch verstehe jetzt. Ja, man hat schon anderen Leuten andere Dinge in den Mund gelegt. Sprach er und schüttelte ab. Da ist ein Anschlag. Ja, schlimm. Um Gottes Willen schlimm. Alter, selber Spawnpunkt für Pepsi Cola wie vorher. F nehmen. Du, die Pepsi Cola her, die sauft man sofort. Sauft man unter dem G. Da ist ein Anschlag, okay? Ganz schlimm, ganz schlimm. Überall Riesenaufstand. In jedem Land, egal wo. Scheißegal, Frankreich, bei uns, in Österreich und so weiter und so fort. So. Überall schlimm und Gedenkminute hier und überall Panik und schlimm und Internet-Shitstorm, Aufstand und dann gingen dieselben Diskussionen wieder los wie immer über gewisse Gruppen von oder Abstammungen von Leid und sonst in einen sinnlosen Scheißdreck. Nur nicht in Österreich. Nur nicht in Österreich. Da sitzt, dann kommen so dieser Heuchler-Bullshit, wie hat's denn geheißen? Oh, Orientierungskompass, nehmen wir mit. Ich kann kein Französisch, man entschuldigt mich, wenn ich mich da jetzt verschmatze. Dieses Jesuit, Paris und diesen Mist und so. Und dass sich die Leute irgendwie besser fühlen können, einen Mist da irgendwo im Internet und so. Aber sollen sie es machen? Ich meine, es ist noch besser wie gar nichts. Nein, eigentlich ist gar nichts machen besser. Nur nicht in Österreich. In Österreich setzt sie nicht der Hashtag wir sind bei euch, wir sind mehr, oder was weiß ich was für nett gemeinter Mist. In Österreich schreiben's, schleich die du Arschloch. Und darum, und das sagt so viel, Alter. Das sagt so viel. Ich liebe euch. Das ist wirklich, das ist einfach Bredelbrot, wie die Fotzen gewachsen ist, schleich die du Arschloch. Damit ist alles gesagt. Das kann da kein Linker schlecht drehen, das kann da kein Rechter schlecht drehen, das kann da kein... Scheißegal, wer kann da keiner schlecht drehen. Da ist alles gesagt, schleich die du Arschloch. Aus! Ist mir wurscht, wer du bist. Gelb, grün, lila, schwarz, weiß, blau, ist mir fucking egal. Von mir aus kommst du aus dem Jemen. Oder... Alter, schreit mir der Zombie aus dem Wald, jetzt hab ich aber einen kurzen... Oder bist ihr? Ist mir wurscht, Alter! Schleich dich, du Arschloch! Ende der Geschichte. Sind wir fertig. Diskussionslos. Gibt's nichts zum Sagen dazu. Gibt's nichts hinzuzufügen, da gibt's aber auch nichts wegzulassen. Ende.
Was gibt's da zum Sagen dazu? Besser geht's nicht. Dieses Rumgemuschi da bei uns und oh, Munition. And all of a sudden, a pack of ammunition appeared. Nice. Ist das genauso ein großer Rucksack, wie wir hier haben? Das ist ein 80er Rucksack, oder? Der ist blau. Der sticht weniger aus als unser. Ne? Sag ich dir, wie es ist, den tauscht man. Her mit dem Schund. Wie ist denn der beieinander? Demoliert. Ja, dann riecht man halt, oder? Dann riecht man halt, oder? Wir tauschen, so. Kombinieren, reparieren eine. Birger, da war was im Schuppen. Im Medipack ist nur eine fast leere Pipsi. Muss ich mal genau nachschauen. Ich war gerade ein bisschen in Rage. Das gehört auch mal gesagt. So sagen, ich weiß es. Ja, niemand. Warum ist jetzt der nicht besser, Mann? Immer noch beschädigt. Haben wir den nicht letztes Mal besser hingekriegt? So, der wir noch mehr reparieren. So. Niemand da herin. Auch ich nicht. Pat! Mir ist ja wieder nicht 250. Jetzt auf jetzt. Wo ist Heisel? Das haben wir bis heute nicht herausgefunden. Wir haben einmal angenommen. So, Rucksack anziehen und dann Scheiße mitziehen. Wir haben einmal angenommen, Heisel befindet sich irgendwo rechts hinterm Pluto 2 Meter links. Aber die Forschungsergebnisse waren verfälscht worden aufgrund vom Preisendasein. Wir haben uns nicht ganz sicher, wo er ist. Ich sag das, was es ist. Da bin ich freiwillig ehrlich. Wir sind uns nicht sicher. So, jetzt mal kurz, um das zu Ende zu denken, was ich da gerade angefangen habe zum Schmerzen, bevor mir das wieder irgendjemand im Mund umdreht. Heikle Themen, niemand da herin. Und deswegen tue ich es auch nie. Also wirklich, das kommt 2-mal im Jahr vor. 2-mal im Jahr. Erwähne ich sicher Sachen. Niemand da herin hat Bock, sich von mir irgendwelchen politischen Bullshit anzuhören. Absolutely fucking no one. Genauso habe ich schlichtweg die Schnauze einfach voll, mich mit diesem Scheiß zu befassen. Wann hat das letzte Mal irgendein politischer Mist, egal was, mein Leben beeinflusst? Jetzt mal Corona außen vor, das ist eine absolutäre Ultra-Ausnahme, die alle 5 Jahre mal, 5 Jahre, das war ein bisschen krass, die alle 100 Jahre mal passiert. Ja? Und da wo sie uns jetzt schon wieder so halbscharig eintrichtern wollen, so immer wieder mit diesen Begrifflichkeiten, ja, die neue Normalität und so. So, nicht falsch verstehen. Ich bin weder ein Corona-Leugner, noch irgendein Verschwörungstheoretiker, noch irgendein sonstiger Bullshit, aber du merkst es halt einfach. Neue Normalität. Alter, was für neue Normalität? Wie war's mit Fick dich, Alter? Wie war's mit Fick dich, ich hab die Schnauze jetzt dann voll. Ich will nicht mehr. Ich will in den Biergarten rein und mit nem Rausch wieder raus. Das ist mir jetzt dann scheißegal, was ihr von mir möchtet. Inzidenz 150, 35, 3 Tage lang, zusperren, aufsperren, 2 Wochen wieder zurück zu Schritt 1. Wie war's mit, ich hab keinen Bock nicht über wann der für rausgeht, wann ich der Doktorarbeit schreiben zu müssen. Schleich dich, du Arschloch! So, wir saufen mir übrigens gerade Eier am Brunnen. Das ist das absolut Tödlichste, was wir eigentlich da kennen. Aber mir findet mir keine Sorge! Ich will die Säge! Währenddessen philosophiere ich übers Leben. Mir scheißegal! Aber was aus meinem Maul rausfällt! Was? Ich glaub, was Birger? Ich glaub, da war eine Sage oder eine Brechstange. Wo? In dem Bunker da drin? Nein, wo? Wo? Busch zerschneiden. Wo? Bachdeibur, wo? Wo hast du die gesehen? Außer mit dem Schmerz. Merci, der beste Mann ist die Bier vergangen. Na, um Gottes Willen, ich werde dir einen Teufel tun und mich mit irgendeinem politischen Schrott auseinandersetzen. Ich hab die Schnauze so voll. Überleg mal, wie das war vor einem Jahr. Ziemlich genau auf den Tag fast, genau hat vor einem Jahr diese Scheiße angefangen. Wie war es davor? Egal was, die Nachrichten sind voll von Scheißdreck. Voll davon. Von morgens bis abends nur Scheiße. Scheiße in die USA, Trump hier, Trump da. Mei, at least. Man kann sagen über den Trump, was man will. Er hat locker keine Fotzen, er redet nur Scheiße. Naja, aber er hat nicht in den ersten 4 Wochen seiner Präsidentschaft Bomben auf Syrien geworfen. Warum sagt denn da eigentlich keiner was? Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht, Alter. Und ich verstehe jeden, der bei mir zuschaut und sagt, Alter, Birger, bitte nicht. Bitte keine politischen Themen. Der wir auch nie. Das der wir 1 oder 2 Mal im Jahr, dass wir da kurz einmal drüber schmerzen. Aber irgendwann reicht's mir einfach auch. So. Was wir währenddessen damit durchkanten, überziehen der mal sowieso, ist es 5 vor 10, ich hab keine Zeit für den Scheiß. Wo haben wir die Karten ein? Wo gehen wir denn hin? Wir haben gesagt, wir haben einen Plan. Wir haben jetzt ein geiles Kino. Wir können jetzt, da, haben wir mir da? Haben wir mir da auch wirklich?
Ja, da ist ein Brunnen auf alle Fälle, passt. Wir kommen jetzt eigentlich so Nordost, 45 Grad Winkel, straight aus in die nächste Ortschaft, währenddessen kommen. Ja, wir sind sagen, rechts oben einfach. Nordosten, währenddessen können wir weiter prüfen. So. Nur Scheiße den ganzen Tag in diesen Nachrichten, von morgens bis abends. Und ich rede jetzt ganz bewusst von vor Corona. Wichtig. Oh, Karten. Entschuldigung, Karten ist schon vor. Entschuldigung. So. Straight Nordosten, passt, gehen wir. So, da hinten sieht man eh schon die nächste Stadt, da brauchen wir gar kein Ding nicht. So. Überleg wirklich mal, wann das letzte Mal, egal was vor Corona passiert ist, es literally egal was, das letzte Mal dein Leben beeinflusst hat. Egal ob gut oder schlecht. Ich rede jetzt gar nicht von, das ist irgendwie negativ alles oder positiv alles, sondern oder irgendwie beeinflusst oder verändert hat. Da lehne ich mich doch einmal aus dem Fenster und sage nicht ein einziges Mal. Mein Leben wurde kein einziges Mal davon beeinflusst. Nicht einmal. Keine Sekunde. Keine verschissene Sekunde. Was haben wir da? Ja, geschissene Schrotflintenmund. Braucht kein Mensch! Braucht alles kein Mensch! So sonst was brauchen. Fernsehen! Tu doch mal wegen Fernsehen schauen, Alter. Irgendetwas singt schon. Da war was auf dem Boden unter dir. Herr Bachter, das kommt so weit spät. Mir fallen viele Sachen ein, leider. Das was zum Beispiel, das würde mich mal interessieren. Bin ich so weit weg vom Leben oder keine Ahnung? Abwrackprämie. Hat das wirklich jemanden beeinflusst? Ich weiß jetzt auch nicht. Ich weiß nicht. Ja gut, das ist halt so. Bei mir ist so, hat's nicht. In keinster Weise. Haben wir schon Nordosten, richtig, ja. Lauft uns einfach gerade, also man da hinten sehen. Paragraph 19 oder was der Scheiß im Internet sind so ein Kackdreckzeichen war. Stimmt, ist aber auch noch nicht in Kraft getreten. Hat mich noch nicht betroffen. In keinster Weise. Bis jetzt. Abwarten. Kommt vielleicht noch. Ich lasse mir natürlich einen gern, was ist das? Da müsste man erst Paragraph 13 bei dir. Ja, das ist ja das Nächste. Da haben wir uns alle aufgeführt wie die Idioten. Bis jetzt hat es noch keinen Menschen beeinflusst. Bis jetzt ist noch nichts irgendwie in Kraft getreten oder sonst was. Weiß nicht, wie ich sagen soll. Nix davon. Ich glaube, wenn du einfach keine Nachrichten mehr anschaust, gar keine mehr. Also gar keine. Weder die auf irgendwelchen pseudo-schwurbler-alternativen Drecksseiten über irgendeinen Schwachsinn informierst, einfach gar nichts mehr. Dann geht's dir ganz genauso. Bloß, dass du dich nicht so viel aufregen musst. Künstlich. Über Dinge, die dich eigentlich gar nicht betreffen. Wo haben wir da? Wir haben in der Ritterburg. Was ist da? Warum ist da eine Ritterburg? Und warum ist da ein Mülleimer in der Ritterburg? Das passt doch nicht. Was ist das? Da müssen wir jetzt gleich mal auf... Also schauen wir gleich mal rein. Schauen wir in die Ritterburg. Eine in die Ritterburg. Was sind wir? Was rennt denn da umeinander? Haben das Wave? Rennen da vorne Wave umeinander? Alter, das ist ein ganz Rudel. Bruder, das ist ein ganz Rudel. Alter, mit denen legen wir uns nicht, aber was deren die? Wenn man die Hochwassernachrichten vor ein paar Jahren sehen lässt, dann doch. Das Hochwasser im Passau, schreibt Sabi. Achso, also wenn das Hochwasser, wenn dich persönlich betrifft, hättest du das nicht mitgekriegt, wenn du nicht im Fernseher eingeschaut hättest, Tag und Nacht? Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Uzi, ich höre schon lange keine Nachrichten mehr. Lebst du einfach ruhiger, kann den Scheiß einfach nicht hören. Das Einzige, was mich aufregt hat, war, dass die Grünen das Mopedfahren verbieten wollten. Ja, aber schon, reg dich doch nicht auf drüber. Glaubst du wirklich, das wird nie passieren, Alter. Das wird nie passieren. Niemals werden die das Motorradfahren verbieten. Das ist doch unmöglich. Es ist unmöglich. Sie da drüber aufzumringen, kosten nur Nerven. Das bringt absolut gar nichts. Und wenn sie es verbieten, was möchtest du dagegen tun? So, warte mal, du möchtest Vierer scouten, glaube ich. Ich kann nicht Vierer scouten. Wie scouten wir denn? Da vorne rennt ewig das Teig umeinander. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Viecher.
Alter, der kann über den Zaun springen. Was ist das da vorne? Weil ich kann jetzt 6 Wolf da schießen, die fressen mich. Schauen wir mal auf Karten, wo wir sind, Alter. Ist das da? Das ist, wir haben ja falsch gelaufen, wir haben da. Ja? Wir haben da in der Burg drin. Ich glaube auf dem Turm da unten. Jetzt schauen wir mal in welche Richtung wir schauen. Wir müssen mal so Süd-Südost schauen. Moment, Ding noch mal. Süd-Südost, ja, das ist Süd-Südost. Alter, da ist das fette Wolfpack. Und das rennt da hinten umeinander wie die Gestörten. Das ist, oh, Karten, Entschuldigung. Die rennen da hinten umeinander wie die Gestörten. Da brauchen wir nicht umgehen. Die Wolf, die killen mich. Die sind sauber zu viel. Die sind eine 6 oder 7. Das ist ein Wahnsinn. Wie sollst du die wegkriegen? Aber da oben schauen können wir in diese Bude da oben. Das ist ein Wirtshaus, glaube ich. Und die Burg können wir vielleicht auch noch ein bisschen erkunden. Vielleicht sollten wir in der Burg unser Lager aufschlagen. Ich weiß es nicht. Was sagt ihr da dazu? Karten habe ich schon weg da. Seid's nicht besser. Seid's nicht besser. Ist schon fort. Ist schon fort. Schauen wir mal da hin. Ich meine, nicht Taxenbarriere. Bürger, vorsichtig. Jetzt nicht dumm nur einen Berg runterfallen, damit stirbst du, Idiot. Was haben wir da? Pullover? Ich meine, natürlich tritt ich da immer wieder eine Diskussion jetzt los. Ja, jetzt eskaliert der Chat ohne Ende und dann geht es um das, dann springen wir von dem und zu dem Thema und so richtig eine Diskussion führen da jetzt im Chat. Das bringt ja auch nichts. Ja, da werden bloß beide Seiten einfach nur lästig und Hass erfüllt aufeinander und das war's dann. Und das ist übrigens auch genau der Grund, warum leider auf Facebook ist da ganz schlimm, Twitter etc. so ausflippen über diese Themen, weil du da nicht vernünftig da bist du gar nicht in der Lage, selbst wenn es das möchtest, vernünftig und normal zum Diskutieren. Ist unmöglich. Das endet immer in Scheiß, immer in Hass, immer in Unzufriedenheit, egal um was es geht. Unaushaltbar. Unaushaltbar. Mit ist Garage, vergesst nicht wieder Zwickel, grüß aus Oberösterreich. So viele Österreicher sind da. Was ist los mit dir? Als Wolf habe ich meinen Namen gehört. Ja, das Wolfpack rennt da hinten umeinander wie ein Gestörter. Was tut man da dagegen? Mag ich nicht erschießen. Ein Wolf mag ich eigentlich um ehrlich zum Beispiel gleich 5-mal nicht erschießen. Die Frage ist, wo gehen wir dann hin? Also ein Gebiet gehen wir noch. Da gehen wir noch rein, aber wir können nicht da umgehen. Ich meine, wir können uns einmal anschleichen. Wie schnell ist denn dieses Wolfpack getriggert? Oder sollen wir es probieren, wie brutal der LeBron wirklich ist? Sollen wir es probieren? Gehen wir Richtung Wolfpack. Wie schaut's aus? Süd-Südost? Ach, Wolfpack, Alter. Der Wolf gehört einfach mit der Schlung mit dem Basic. Hilft nicht. Da schauen wir jetzt einfach. Ja, außerdem möchte ich in die Schupfer da hinten um mich. Da ist eine sehr gute Chance, dass da hinten so ein Sarg liegt oder so. Ah, Sagel, da unten warten noch ein Schupfern und so ein Scheiß. Naja, schauen wir mal. Vorsichtig. Außerdem ist da so eine schöne Landschaft. Schau, wie schön das ist. So, stolzer Löwe. Die Burg da die mal durchlooten. Zu spät. Müssen wir wolfeln gehen. Wolfeln, vorher noch einen Zug an der Pip, damit nichts passiert. Der Frittenschorsch, schöner Name, sagt, schau, dass du das von einem Haus aus bekämpfst. Das ist vielleicht gar nicht blöd. Vielleicht kriegen wir es also hin, dass wir es irgendwo einsperren. Wenn uns alle 6 nachlaufen und dass wir bloß noch mit einem kleinen Teil damit zum Tag. Leute, da hinten Ruhe! Bambus Dono! Hashtag ab in den Chat! Wir Wölfe haben ganz handsam, aber wenn du da schießt, komm ich vorbei. Okay, dann versuche ich es zu vermeiden. Ja? Oh, was sehen meine Augen da? Außer mit der Mosin. Gib mir die Mosin. Oder mindestens bis dahin. Das ist ein Fade. Kann er so ein Fade, jetzt brauche ich die Pro-Gamer, die wirklichen wahren Pro-Gamer, kann so ein Fade einfach da sein? Oder muss das von einem Spieler angebaut werden? Alter. Yeah, look what I found. Suddenly we found a camp. Nein, die haben da was gemacht.
und aufflossen. Alter, ist da ein Kisten ohne Ende. Jetzt machen wir da vorne mit zu. Alter, da ist unser Lager. Die Kisten sind alle leer. Das sind Kisten und... Die haben halt alle leer. Jacob. Das Feld ist definitiv vor dem Spieler. Oder das hätte jetzt nicht 5 Euro kosten müssen, ich hab schon gelesen. Ich höre schon die Sprengfalle. Es sagt zwar jetzt, wo ich drinstehe! Ihr Spacken! Also die wollten da auf alle, also entweder haben sie schon geloot worden und haben dann aufgehört. Weißt du, was wir machen? Also wir klauen jetzt mal auf alle Fälle so eine Kisten. Das ist einmal amtlich. Ne, wir klauen auf alle Fälle so eine Kisten. Und die tragen wir jetzt in die Burg um. Alter, das dauert ja ewig. Bin ja natürlich ein gefundenes Fressen, vor allem auch wenn die Wolf daherkommen. Aber das ist jetzt egal. Das ist jetzt egal. Das ist eine geile Position, weil es da schwierig ist, dass das campst. Ja? Ich glaube, da ist relativ schwierig, dass du draußen auf die Lauer legst. Um halt zum Warten, wie soll ich denn sagen? Sachen in die Kiste, Kiste in den Rucksack. Wie groß ist denn die? Kriegen wir die überhaupt in den Rucksack? Ja, tatsächlich. Ich habe einen Schuss gehört. Freunde der Sonne. It's time. It's time. Verpissen ist auch gesagt. Jetzt geht die da nicht rein, oder was? Geht das überhaupt? Ich höre die ganze Zeit Schuss, aber die haben extrem weit weg. Ich weiß nicht, ob ich einen Sound laut genug habe für euch, dass ihr das auch hört. Wir verpissen uns. Was hab ich? Ich hab mein 9mm liegen lassen? Ja, fuck, dann müssen wir sowieso noch mal zurück. Dann schicken wir uns da die Sachen. Wir gehen jetzt da in die Burg. Legen wir die Kisten ab. Der schießt wahrscheinlich gerade die Wolf, ja. Aber die Wolf haben in eine andere Richtung. Ich glaube, dass das aus der Richtung gekommen ist da. Vielleicht aus der Stadt, wo wir vorher waren. Deswegen sollten wir uns schicken. Jetzt ist die Frage, wo platzieren wir die... Wärmekisten. Nehmen wir mal mit. Da wollte jemand sein Lager einbauen. Das muss ich jetzt probieren. Das sagt man halt auch von außen schon. Das ist dumm. Wir kriegen das da wieder oben. Wir kriegen das Zahlenschlüssel da wieder oben. Tja.
Seien wir mal froh, dass wir unsere Kisten da nicht eingestellt haben. Okay, ciao, hat keiner gesehen, servus. Pro Gamer! Hallo? Hashtag Pro Gamer! Was Code 1328? Woher weißt du das? Grundi? Was, wo, wie? Da geht's noch mit zurück, das mag ich jetzt rausfinden. Kinder, das mag ich jetzt rausfinden. Wir haben schon wieder überzogen, oder? Er hat 10 nach 10 drauf geschissen, Alter. Drauf geschissen. Code 1328. Wie kommst du da drauf? Ich meine, vielleicht ist das jetzt auch bloß irgendeine random Nachricht, aber die schaut schon sehr gezielt aus, muss ich sagen. 6 halten. Wie 6 halten? Verstehe ich nicht. Passiert. So, was ist jetzt? Sim. Was war's? 1. 8, 9, 1. Ne? 1. Was war die Zahl? 1, 3, 2, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Schuss kommt nicht. Leute, wir müssen uns verpissen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 3, 2. 1, 2, 3. Ja. Bürger 1328 ist August. Der redet dann Schmarrn. Was? 1328? Ich weiß, ich verstehe, ich check's nicht, was ihr redet, Alter. Servus Bürger, habe drittes Österreich. Herr Rotbart, merci für den Fünfer. Toni, schau dich schon sau lang, bist sau korrekt und mach weiter so, du Zusau! Merci dir, Leute, chillt's bitte. 15 Euro sind zu du weißt das. Ich muss mich verpissen, der schießt da umeinander wie ein völlig Irrer. Mir verpisst man uns jetzt. Ich hab 13, 28, 15, 4, 3, leckt's mir am Arsch, ihr verarscht's mich doch. Ihr verarscht's mich doch. Wir laufen jetzt da irgendwo hin. Da unten, die Bixen. Das ist unser Lager, da gehen wir rein. Da nehmen wir die Holzkisten rein. Sag ich dir, wie es ist. Ja, ins Burgerl. Da gehen wir rein. Alter, die Schuss kommen immer netter. Die kommen immer netter. Kisten daher. Zeigen immer mit. Ich glaube, wir werden uns bis dahin nicht mehr holen können. Der schießt da unten umeinander, wo wir gerade waren. Ich glaube, wir haben einfach nur wieder mehr Dusel als Verstand gehabt. Wir gehen jetzt da auf die Burg auf und schauen wir mal in die Richtung. Vielleicht sehen wir was. Da geht's nicht mehr zurück in die Richtung. Wobei der aber auch, ich weiß nicht, was für ein Gewehr das ist, aber er hat auf alle Fälle einen schnelleren Repetierer als ich den hab. Ganz schnell mit da. Schauen wir mal. Machen wir so. Und schauen wir da um. Sehen da nix. Also sehen da mir auf Anhieb nix. Schau mit deinem Scope. Komm mal mit dem. Ich weiß schon, was du meinst. Komm mal mit dem schauen. Das habt's gemeint vorher. Das ist ja absolut geil, Alter. Die hier vorne ist auf alle Fälle nur zu. Ich meine, das Scope ist eine absolute Katastrophe, aber scheißegal. Wo haben wir unsere Pistolen eigentlich droppt? Das ist die Frage, die mir ich eigentlich stelle. Ich weiß nämlich nicht mehr. Stolz dir, Birgit, das ist Gründungsjahr vom Ach so. Mein Gott, Alter, ich rede vom Zahlengeschlecht und jetzt kennst du mit irgendwelchen Zahlen, was ich wieder aufpassen. Was für ein Geburtsjahr vom Gustl ist, Alter. Ihr Besuch von Taiwan. Nimm das Scope und mach Lucky. Hab ich schon. Soll ich mir's riskieren? Gehen wir noch mal um und klauen wir noch eine Kisten. Soll ich mir's machen? Ich weiß nicht. Oh, die ersten zwei schreiben, nein, bitte nicht. Jetzt merkt ihr mehr Dusel als Verstand.
Na, ja, 0, nächsten Montag. Sollen wir nächsten Montag... Wir haben uns das ja einigermaßen gemerkt, weißt du, jetzt pass auf. Verpissen wir uns. So schaut das. Ja, mal ein bisschen rundum schauen, nicht, dass da irgendjemand umeinander guckt. Irgendein Arschloch, schleichte da Arschloch! Dann gehen wir oben in unsere kleine Mini-Bixen. Eine in die Mini-Bixen. Hashtag Mini-Bixen! Auf den nächsten Schusswurf, das hätte ich jetzt eigentlich die ganze Zeit gewartet, dass er nochmal schießt. Eigentlich auch, so ist es nicht. So, dann gehen wir da her. Was da als Test, da können wir jetzt auch irgendwas einlegen. Wie funktioniert denn dieser Kompass eigentlich? Wow, den kann man ja super toll lesen. Spitzengasse. Das machen wir jetzt folgendermaßen. Wir legen da ein paar Sachen als Bait rein, ja, in die Kisten. Dann wissen wir, dass jemand da war. Das heißt, wir legen den Kompass rein, den können wir verzichten, wir haben einen. Wir legen Fischerhagel legen wir rein. Schleifstor legen wir rein. Haben wir da eigentlich noch einen Platz? Nein, Nägel, die behalten wir natürlich. Angelhaken behalten wir. Codein-Tabletten legen wir rein und dann schauen wir einfach mal. Ja, beim nächsten Mal. Und wir spielen nochmal. Wir basteln man schon eine kleine Base. Auch wenn das heute nicht so hundertprozentig hingehauen. Wir brauchen mal eine Säge. Oder? Ja, sonst weiß ich es auch nicht. Stahle! Vergesst für den Drittel! Drilling, habe ich dir ein schöne Grüße vom Schliersi! Schöne Grüße aus Londau! Da Schliersi da die jetzt auch gern sitzen. Was? Bürger teilen die Codein-Tabletten. Ja, das ist gar nicht so blöd. Rechtsklick, dann teilen sie die doch normal, oder? Oder ist jetzt drin? Jawohl. Haben wir da. Ja, recht viel zerrissen haben wir heute nicht, aber war spannend heute irgendwie. Finde ich. Wer hat spannend gefunden? Ich hab's spannend gefunden. Looten, Industrial Loot, die Military Section war cool. Dann die Burg jetzt, die gefällt mir ganz gut. Dann haben wir ein Lager, ein Camp entdeckt. Ja, also wir haben unmittelbar an die Spieler, wir haben nicht die einzigen, die da irgendwo außerhalb von was weiß ich wo umeinander gucken. War ganz cool. Hat mir Spaß bereitet und ich bin irgendwie noch immer nicht fertig. Ich hab keine Ahnung, es ist jetzt das 4. Mal hintereinander, dass wir das Spiel spielen und mir ist immer noch nicht langweilig. Kommt selten vor. Seltenst. Aber wir haben ja alle Grundutensilien zum Ding. Wir brauchen nur noch einen scheiß Sarg. Wir finden eine. Nicht den Stein. Okay, nicht den Stein. Was dann? Was legen wir sonst noch ein? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht. Sewing Kit. Ja, lass mir einfach so. Den Kompass nimmt schon jemand mit, oder? Dann würde ich sagen, jetzt hat er auch schon lange nicht mehr geschossen. Ja. Ich würde sagen, LeBron, wieder mal Zero Depth, Hashtag Zero Depth, ab in den Chat, dann können wir uns noch schnell 5 Minuten unterhalten. So ist es nicht. Tja, wir lassen mal gezielt die Tür auf und so weiter. Weißt du, was ist? Das nehmen wir sicher jetzt aber wieder in die Hand, sonst glitscht es ja noch weg. Tür zu machen, das ist mir wurscht. Ganz ehrlich, ein Gratlos ist auf. Wenn die zu ist, dann kommt noch eher jemand und schaut einer und schaut rundum, als dass jemand die offene Tür sagt so, oh ja, drauf geschissen, da laufe ich vorbei. So. Damit ist Kapitel 4 in LeBron's Zero Depth Unkillable Reise abgeschlossen. Wir haben wieder mal nicht gestorben, obwohl wir uns das erste Mal in ein Militärgebiet gewagt haben. Wir haben einen Haufen geilen Scheiß gefunden dafür. Haben wir hier verlassen. Jawohl. Einen Haufen geilen Scheiß gefunden, unter anderem die Weste, die ist sau wichtig. Wir haben ein anderes Camp gefunden. Da merken wir uns, da waren haufenweise Kisten drin. 2 angefangene Tore. 2 Lichtstrahler. Und eine Kisten mit 3 Messer. Das heißt, das versuchen wir uns zu merken und dann wissen wir nächstes Mal, was vielleicht am Wochenende ist oder am nächsten Montag oder wie auch immer, wir werden sehen, ob das Camp verlassen ist oder nicht. Ja. Ja,
Jetzt haben wir leider Gottes unser Pistolen weggeworfen. Das ist ein bisschen dumm. Aber vielleicht liegt es ja noch dort nächstes Mal. Wer weiß das schon? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Ganz ehrlich, so GG, Alter. GG Easy Noob / Dance, motherfucker. Und wenn ich die Westen also anschaue, dann schauen wir mittlerweile schon ziemlich tactical aus. Also, mittlerweile haben wir Tactical LeBron. Tactical LeBron is unkillable. Unkillable. Das Spiel macht einfach, ich habe keine Ahnung, es macht einfach Spaß momentan und darum werden wir weiterspielen. Ganz einfach. Hashtag Gaskocher der Herzen. Press F. So, jetzt macht's mal das Spiel gut. Jawohl, will ich verlassen. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht aus Versehen über Dings drüber. Philipp! Welcome to the squad. Vielen herzlichen Dank für deine Mitgliedschaft, Mr. Philipp. Ab in den Chat habe ich dort, Mr. Philipp. Und Bussi auf die Bandscheibe. Auf die zweite von oben und auf die dritte von links. Dankeschön! Welcome to the squad. So, Leute, es ist wirklich genug für heute. Ich meine, die Donaterei und Mitgliederei und was der Geier, was soll ich sehen. Hat Spaß gemacht. Mir hat Spaß gemacht. Wenn es euch Spaß gemacht hat, leave a like. Zumindest die Leute auf YouTube. Na, du bist doch der Seibezipfel. Herr Austrian! Gute Nacht, euch alle. Man sieht sich nächste Woche. Von mir kriegst du nochmal so einen Betrag, weil ich am Mittwoch nicht dabei sein kann, weil ich mir einen Bergtag da habe. Die einzige Ausrede, die ich gütenlos, oder? Hashtag ZeroDepth. Hashtag schleich dich, du Arschloch. Ja, Austrian, deswegen musst man, auch gerade wenn du nicht zuschaust, nicht 34 Euro herschmeißen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Special Bussi aufs Nussi. Pass auf, kriegst die Babytröte. Das ist eine der besten Tröten. Die einzige Tröte, die noch besser ist, ist die Babytrete. Die geht so. Haben wir schon lange nicht mehr gehört. Alter, merci dir. Leute, stop it now. Please stop it now. Hat Spaß gemacht. Was soll ich sonst noch dazu sagen? So, über was kann man uns jetzt noch unterhalten, oder? Keine Ahnung. Der Backer schreibt, der ist hier am Samstag mal länger zocken, nicht Birger. Das war eigentlich die Überlegung auch gewesen, aber irgendwie, letzten Samstag haben wir ja, also den Samstag haben wir ja Dark Souls gespielt, völlig spontan, weil ich es mir einfach eingebaut habe. Ich frage mich nicht warum. Ich bin nachmittags da gesessen, habe an meiner Hütte umeinander gebaut. Leute, bitte. Es sind immer die gleichen. Es sind immer die gleichen Leute, ihr müsst aufhören. Das. Stolzer Löwensee, bitte, Herr, bitte, was machen Sie? Was ist los mit Ihnen? Ich weiß es nicht. Hashtag und das nächste Mal bauen wir eine Base und gehen wir ins Airfield. Können wir eigentlich dann machen, ja. Weil dann können wir ein bisschen Loot, ein bisschen Essen und so weiter, können wir ablegen. Und wenn wir sterben dann kann die zumindest offstream wieder da hinlaufen und mir ein bisschen Equipment auf dem Weg und dann von da wieder starten. War möglich. Wir können aber nicht das restliche Jahr DayZ spielen. Wobei, kann man eigentlich schon, aber irgendwann wird es auch mal langweilig. Sagen wir, wie es ist. 25 Euro sind 2, aber bei dir gebe ich einfach auf. Bei dir gebe ich einfach auf. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Wingwalker, Birger, ich darf ja echt feiern, wenn deine Musik auf Vinylplatten verkaufen darfst. Herr Wingwalker, da darfst nicht bloß du feiern, sondern da darf ich auch feiern. Aber schwierig. Meine Musik auf Vinyl bringen ist schwierig. Ist extrem schwierig. Da müssen die so unfassbar weit ausholen, warum und weshalb und so weiter. Es besteht natürlich der Gedanke, da irgendwann einmal ein Album draus zu machen. Wenn's nicht Zero Death, Zero Depth. Ganz wichtiges Detail. Aus Zero Deaths ist irgendwann einmal Zero Depth geworden und seitdem heißt es einfach Zero Depth. Martin, that's a way too much. Kann mir jetzt bitte mit den Donations aufhören, bitte. Bitte. Von ganzem Herzen danke. Ich weiß schon nicht mehr, was ich sagen soll. Von ganzem Herzen danke, von oben bis unten, hinten bis vorne und überhaupt und sowieso. Dankeschön. Klangfreiheit. Ich darf mir einfach nur gerne jetzt zum Abendsausklang
einfach entspannt noch 5 Minuten unterhalten, was aber nicht geht, wenn alle 2 Minuten jemand mit 25 Euro, 34 Euro, 20 Euro und was weiß ich was rumschmeißt. Stolz Liebe, auf jetzt! Na, kommt nicht, weißt du doch, was ist? Ja, stimmt. So, wo haben wir stehen geblieben? Album. Natürlich gibt es die Überlegung, oder es war ein Traum. Es geht mir da nicht darum, dass ich da irgendeinen Reibach mache mit diesem Album irgendwie, sondern mir geht es viel mehr darum, so, dass ich sagen kann, war geil, Leute, ich habe ein paar Lieder gemacht und daraus habe ich ein Album machen lassen und das gibt's und das kann man kaufen. Da bin ich 100-mal stolzer drauf, als dass ich da jetzt irgendwie einen Haufen Geld damit mache. Das juckt mich nicht. Ich meine, natürlich ist ein netter Nebeneffekt davon, das ist schon klar. Aber ich gehe deswegen nicht her und mache es wie andere Ultra-Rapper, die für 2,50 Euro eine super Box aus 3 Aufkleber und eine CD und ein Booklet machen und dann 50 Euro draufschreiben. Was soll das? Aber das war ein Träumchen so. So Apps zum in der Hand haben. Ja? So eine Art Box, meinetwegen. Ich habe im Kopf so ein Papadeckel-Album, das habe ich einfach immer lieber gehabt und hat sich für mich immer wertiger angefühlt, mit Prägung vielleicht sogar, als eine Plastikhülle, als CD, abgesehen davon, who the fuck needs a CD? Schau mir auf, es ist 2021, aber da geht es halt wirklich nur darum, was in der Hand zu haben einfach. Miss Patty! Extra zu Fleiß jetzt! Gigaltiff! Sehen, haben wir heute leider nicht gefunden. Aber ich glaube, das Wolf Squad, das da umeinander gelaufen ist, hat Gigaltiff gesucht. So. Und da ich natürlich dann irgendwas Geiles rein in diese Box, was da wirklich irgendwo jemand was davon hat, was auch immer das ist. Auf alle Fälle nicht 2 Aufkleber und das war's dann. Das Ding wird erstens schon mal limitiert, weil ich kann mir das einfach zeitlich nicht leisten, dass ich mich permanent um meinen eigenen Online-Shop daheim auch noch kümmert. Wann soll ich denn das machen? Was soll ich denn machen? Deswegen beschränkt sich sowas auf eine einzelne Geschichte, auf eine einmalige Geschichte. Da wird natürlich dann ein Video dazu gemacht, weil ich muss meine eigenen Sachen, auch für meine eigenen Sachen Werbung machen, werde denen schnell erlaubt sein. Da habe ich jetzt nicht so das schlechte Gewissen. Hey Leute! Wann machst du mal mit RimWorld weiter? Weiß ich noch nicht. Lachel, eine ruhige Zeit. Und was, ich brauche CDs, hat man wieder für 130 Euro gekauft. Breselfetzen, du spinnst da. Ja, aber gibt Leute, die das sammeln. Das ist auch in Ordnung. Tut Bürgerin zum Beispiel auch. Ich muss so hart was trinken, Alter. Sodbrenner Level 9000. Scholz, Liebe, hast du schon nur mal überlegt, mit dem Vollgerät nur mit zum Zocken? Was das betrifft, erzähle ich euch die Dinge, wenn sie soweit sind. Können wir uns darauf einigen? Dankeschön. So. Was dann in dieser Box drin ist, keine Ahnung. Soweit bin ich noch nicht. Es ist noch nicht einmal, was ist denn das überhaupt für eine Überlegung, über eine Box noch zum Ding oder über eine CD noch zum Ding? Wenn es nicht einmal eine CD gibt. Jetzt habe ich da 5 Lieder neu gemacht. Möchtest du eine CD mit 5 Lieder? Alter, was ist das für, was soll das? Da gehört schon ein wenig mehr auf. Und vielleicht auch ein paar Specials auch, irgendwas Besonderes ausdenken. Nicht wie es der Rest macht, irgendeinen hingerotzten Scheiß. Fuck, mir geht meine Kohle aus. Was machen wir? Ja, mach irgendein Drecksalbum mit 8 Liedern, die alle behindert sind. Gut, meine Lieder haben vielleicht auch alle behindert, das ist jetzt Geschmackssache, das kann man nicht sagen. Aber rotz einfach irgendeine Box aus, Idioten auf, verkauft schon. Das mag ich einfach nicht. Ich will das nicht. Deswegen überlege ich mir halt irgendwas. Keine Ahnung. Krise! Merci dir. Geiler Stream, mach weiter so und ein schöner Grüß von die Perles Reiter Kritischen. Haben wir schon mal geholt. Wenn Corona vorbei ist, dann kommst du mir vorbei auf Perles Reit auf ein Weißwurstfrühstück. Ganz ehrlich, mittlerweile bin ich sogar so kurz davor, dass ich tatsächlich zusage zu sehen die Sachen, weil ich einfach irgendwo hin möchte und mir einfach mal mit Leuten wieder unterhalten möchte und einfach mal ein verficktes Weißwurstfrühstück im Biergarten essen möchte. So schaut's aus. So schaut's aus. Darum, das ist wirklich absolutäre Zukunftsmusik. Um fucking Gottes Willen, da ist noch ewig hin. Bis das soweit überhaupt, da denke ich gar nicht drüber nach, aber es war halt geil. Natürlich überlegt man sich so, das war eigentlich schon cool. Weil ich auch wieder stolz drauf. Und ich dann alles, das was mich dann, warum ich dann da stolz drauf bin, ist, weil ich alles selber mache. Alles. Also so wirklich alles von null weg. Ich nehme meine Musik selber auf. Ich mische den Scheiß selber ab. Ich habe das nicht gelernt, ich mache einfach. Ich gestalte das Cover von der CD. Ich gestalte das Booklet. Alles, von vorn bis hinten. Ich überlege mir, wie diese Box ausschaut. Am allergeilsten war ja eine Holzbox. Ich überlege mir, was drin ist und mache alles selber, was da drin ist. Von vorn bis fucking hinten. Das glaubst du doch wohl selber nicht, dass es irgendein anderer so macht. Das, ja, keine Ahnung.
gibt mit Sicherheit welche, um Gottes Willen, wenn sich da jetzt irgendjemand angegriffen fühlt. Aber das ist einfach das so, die Aufgabenstellung für mich. Kann ich das? Weiß ich nicht, probieren wir es aus. Kann ich es? Ja, dann schauen wir mal, was die Leute davon halten. Finden es geil? Ist der Preis angemessen? Sagt auch keiner was, brauche ich kein schlechtes Gewissen haben, tolle Sache. War geil, war ein geiler Gedanke, schauen wir mal. Weiß ich nicht. Schauen wir mal, aber kann schon passieren. Könnte passieren. Soon yes! Merci wieder ein Fünfer. Gartic Phone musst du mir zocken. Was ist denn dieser? Der kenn ich nicht. Muss ich mir eine Gothic Phone eingeben? Gothic Phone. Stille Post. Was ist das? Sprechen ist besser. Lade deine Freunde zu einem Sprachanruf ein. Zum Beispiel Discord oder Zoom. Weiß nicht, was das ist, aber schauen wir nachher vielleicht an mich an. Es blinkt auf alle Fälle massiv lila, kriegst einen Vogel. Ich kauf's aber nur, wenn es original signiert ist. Das ist zum Beispiel so, wie so einmal, hallo, wenn ich hergehe und machst so angenommen, so stellen wir das jetzt vor, so eine Holzbox mit CD und was weiß ich, was alles sehen. Preis normal, dass das halt fair ist, damit ich ein bisschen was davon, natürlich auch hab davon, brauchen wir nicht rundum schmeißen, natürlich war es geil, wenn ich ein bisschen was hab davon, aber ich muss mich jetzt da nicht behindert verdienen damit. Natürlich ist die signiert. Das ist aber sowieso, also das ist einmal das oberste irgendwas. Wenn, egal was das ist, ob das jetzt eine CD ist oder irgendeine andere, es gibt, da muss ich jetzt unbedingt aufpassen, dass ich nicht zu viel sage. Es gibt eine ausstehende Kooperation, mit denen ich schon in Kontakt bin seit vor Weihnachten, weit vor Weihnachten. Mit einer Kooperation, die passt so hart aufs Auge, besser geht's eigentlich gar nicht. Ich mag nicht mehr darüber sagen, weil sobald ich ein falsches Wort sage, wisst ihr sofort, was es ist. Da bin ich sehr stolz darauf, dass ich da angeschrieben worden bin. Das wird gut. Das wird gut. Ihr wisst, dass ich normal keinerlei Sponsoring eingehe. Ja, keines, außer es passt, wie zum Beispiel mit dem Trachtmengen-Griss. Das war schon das einzige Sponsoring, ist das auch nicht. Das ist ein Geben und Nehmen. Ja, das ist einfach, und so wird es bei denen dann aber auch. Und da kann es sein, das heißt nicht kann nicht sein, sondern das wird so, dass das natürlich mit einem Produkt zu tun hat. Das ist wie halt bei allen anderen. Und das, bitte nicht fragen, wann kommt das, kann ich euch nicht sagen. Kann ich, wenn es fertig ist. It's done when it's fucking done. Da könnt ihr jetzt spekulieren, was mögt ihr, ich reagiere nicht drauf. Was ist. Wenn das kommt, dann, und das ist was Besonderes. Das ist was Besonderes. Also für mich ist, um Gottes Willen, für mich ist das was Besonderes. Dann wird es da einen Teil bei mir geben und den restlichen Teil bei denen zum Bestellen, zum Kaufen, was auch immer. Und dann gibt es bei denen, das habe ich dann in beschränkter Menge da zum Beispiel, so denken wir das auch bei dem Album dann, ja. Das, ich meine, das muss ich machen, das muss ich vorher zahlen, so funktioniert der Einzelhandel halt nun mal. Ich lasse was produzieren, das kostet Geld und das verkaufe ich dann weiter. Ende. So funktioniert das da dann auch. Und dann gibt es bei mir einen kleinen Teil und auf das muss ich mich halt vorbereiten. Dann verschicke auch ich das. Nicht anders wie bei den T-Shirts. Die werden on demand gemacht und dann verschickt und das macht jemand für mich. Was völlig in Ordnung ist, weil, wann soll ich denn das machen, Alter? Da wirst du ganz einen Schlaganfall. Das ist auch kein Geheimnis nicht, was ich da jetzt erzähle, glaube ich. Aber dann habe ich halt so eine Möglichkeit für sicher Specials. Ja? Ich konnte zu Spreadshirt zum Beispiel nicht sagen, hey, können wir mal irgendeine Special-Aktion machen, die ersten 20 kriegen eine handsignierte Karten mit oder so. Kann ich da nicht machen. Aber, sobald ich das Ding selber verschicke, kann ich es machen. Und das ist eine tolle Sache. Ob dieses Ding oder diese Sache in Zusammenarbeit limitiert wird, das weiß ich noch nicht. Sag euch, was ist, ich weiß es noch nicht. Das dauert einfach ein bisschen, bis das fertig ausdiftelt ist und so. Und dann schauen wir weiter. Es war eigentlich das 100.000 Special geworden. Aber ist halt nicht so früh fertig geworden. Und jetzt habe ich schon 2 drüber geredet, reden wir gar nicht weiter. Passt schon. So. Geht auch nicht ums Kaufen oder sonst irgendwas, aber das macht mich einfach unfassbar stolz. Das wird unfassbar gut. Unfassbar gut. Unfassbar gut. Auch wenn vielleicht die meisten von euch im ersten Moment sagen so, wieso passt das so super gut aufs Auge? Ist egal, wir werden sehen. Birger Maul halten jetzt, sonst
Ah! Was der mal am Mittwoch, 20 Uhr, Little Nightmares, 2 Finale. Leute von euch sagen, dass wir mir innerhalb von einer Stunde fertig sein ungefähr. Danach hauen wir Blade-Schmerz rein. Nice, Alter. Danach haben wir Blade-Schmerz rein, passt ja. Und jetzt machen wir Schluss. Jetzt mag ich nicht mehr. Das kitzeln wir schon noch aus dir. Das glaube ich nicht. Da hängt zu viel dran. Da hängt zu viel dran. Jetzt ist es schon wieder 5,5. Wir haben schon wieder Massen haufenweise überzogen. Leute, ich hoffe, ich habe niemanden übersehen, die da nicht. Mit Sicherheit habe ich den einen oder anderen übersehen, dann tut es mir unfassbar leid. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Was Twitch tut, weiß ich nicht. Die schreiben einfach in den Chat. Pipi Kaka. Einfach weil wir es kennen. Und pressen dann F für Pipi Kaka. Nice. Dankeschön fürs Zuschauen. Hat Spaß gemacht. LeBrons Reise ist noch nicht zu Ende. Wie wir dann nächste Woche dann weitergehen, das überlegen wir uns am Wochenende. Wir werden sehen. Und dann da die Saison schleicht man uns davon. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die ganzen Donate-Zeit. Da war halt schon wieder die eine oder andere vollkommen übertriebene Eskalation dabei. Egal aber, ob du Bambus-Donos hast oder die Diamant-Donos, ist es mir scheißegal, Alter. Vielen, vielen herzlichen Dank, ganz ehrlich. Dann haben einige neue Mitglieder dabei. Vielen herzlichen Dank und willkommen im Vollbier-Squad. Das bedeutet mir sehr viel und ist wirklich eine sehr, 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 sehr große Hilfe. Genauso wie die Donates natürlich. Vielen, vielen lieben Dank. Press F für die Moderatoren, die sich den ganzen Tag einen Scheiß da durchlesen müssen. Und jetzt da ich sagen, vielen Dank, schleicht euch ins Bett. Ich muss jetzt was trinken, sonst fault mir mein Hals aus der Futzen. Und ich bin wieder 3 Tage heiser und es reißt nichts zwischen die Streams, dass ganz aus ist. Ab vom Hof jetzt. Ab ins Bett, gute Nacht, schöner Tag morgen. Wir sehen uns am Mittwoch, 20 Uhr mit Little. Ja, vor allem mit Little Nightmares 2 Finale. Da ich sagen. Hauen Sie sich hinein. Jetzt zum Abschluss derzeit in Spotify noch schnell. Da bin ich daheim in Playlist ein. Bussi aufs Nussi. Auf Wiederschauen bis Mittwoch. Habe ich dir.